Lieber Blackjack, hast du auch so viele Nachrichten bekommen, so unter dem Motto, wann kommt die nächste Podcast-Folge? Ja. Ohne Scheiß, ich habe glaube noch nie so viel Rückmeldung bekommen zu unserer Folge wie bei der letzten. Und somit werde ich eigentlich gerade alle begrüßen. Und zwar recht herzlich zu unserem Podcast. Brotkasten, nicht Podcast. Grüezi wohl. Jetzt habe ich die hure Discord-Status noch im Kopf gehabt, darum habe ich es jetzt so blöd gesagt. Oh Mann. Ja, habe ich. Aber nicht speziell wegen der vorherigen Folge, sondern weil die Leute glaube ich, immer noch nicht ganz im Kopf haben, wann aus unsere Folge alle rauskommt. Das stimmt, ja. Also ich habe diese Woche schlussendlich 3 Leute gehabt, die mir geschrieben haben, hey, habt ihr keinen Podcast diesen Monat? Hey, wo ist die nächste Folge? Ich so, Kollege, Dienstag, 1. April. Nicht Montag. Montag, Genau, ja. 1. Montag im Monat. Erster Montag im Monat, ja. Genau. Gut, aber ich muss ja ehrlich sagen, wir haben ja mit dem Gedanken gespielt, Ja, dass absolut. wir eine Woche vorher aufnehmen. Da habe ich aber müssen absagen, weil ich bin krank war. Pure Hölle war. Vielleicht hört man es jetzt so ein bisschen an der Stimme an. Tut mir auch relativ leid, wenn ich mal irgendwann so neben uns, wenn ihr ein Husten hört, das wird ich sein. Ja. Also ich muss in dem Fall auch sagen, ich bin richtig froh, dass du überlebt hast. Ey. Weißt Ja, du? Sonst müsste ich das hier allein machen irgendwann. Das wäre auch nicht der Sinn von der Sache. Ja, gut. Sind wir ehrlich, nach jedem Lockdown-Protokoll-Stream beim Blatch suchst du immer neue Mitspieler. Immer. Also, respektive fragst du jedes Mal, ich suche jemand Neues für den Brotkasten. Da bin aber ich nicht schuld. Das ist korrekt, das ist korrekt. Einfach irgendwelche Leute plötzlich vor mir stehen mit einem Messer. Schnitzeli, es muss jetzt sein. Es tut mir leid, Entschuldigung. Es muss jetzt sein. Und ich so, was? Ich habe nichts gemacht. Dann werde ich einfach tot. Gut, aber immerhin habe ich dir die letzte Runde geschenkt, indem ich dir nachher dann ein Messer von die Füße geworfen habe und gesagt habe, mach. Du hast nachher dann mich abgestochen und dank diesem Messer hast du, glaube ich, nachher dann die ganze Gruppe umgenietet, oder nicht? Ich war auf einem kleinen Rampage gewesen, kurz, ja. Oh ja. Dann haben wir schnell aufgeräumt. Ey, aber allgemein, Leute, der März, der hat einiges gebracht. Wir haben vorher schnell darüber geredet, wer wie viele Serien und wie viele Filme geschaut haben. Und es ist schon der Running Gag aufgekommen, heute schaffen wir die 3 Stunden. Also, ich will wirklich einfach mal schnell im Vornherein sagen, es ist nicht Absicht. Wir haben gesagt, wir probieren, also wir haben dann geschaut, gewisse Sachen können wir vielleicht ein bisschen kürzer machen, aber falls es 3 Stunden übersteigt, es tut uns leid. Gut, wobei, es sagen alle immer, macht länger. Ja. Macht länger. Und wir so, nein, wir können nicht länger. Irgendwann hocken wir einfach einen ganzen Vormittag da, so 4 Stunden und dann, ja, what? Ja gut, sind wir ehrlich. Eigentlich unsere Brunchs, das sind ja genau so hure Tönder. Ja, stimmt. Ich glaube, der letzte war glaube auch nicht unter 5-6 Stunden gewesen, habe ich gemeint. Ja, eben, das ist... Ja. Also das Potenzial dazu hätten wir, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir selber 5 Stunden lang zuhören. Ja, das kommt eben dazu. Ich meine, ich habe es alle gerne, dass ich Podcasts höre, wo ich denke, cool, jetzt geht die nächste Folge. Oder, schade, ist schon fertig, ich würde gerne weiterhören. Aber eigentlich mehr so aus dem Grund, ja gut, ich bin jetzt mit dem noch nicht fertig, was ich jetzt mache nebenbei. Das ist jetzt heute während dem Posten ist mir plötzlich einfach so fertig. Podcast fertig. Und ich so, No. ja, shit. Und dann kommt irgendein random Kack auf Spotify, weißt du? Irgend so ein Scheiß-Podcast von irgendwelchen, Entschuldigung, wenn ich es so sage, von irgendwelchen dummen
Beauty-Influencer oder weiss ich was. Hey. Und ich so, was zum Teufel ist das für ein Algorithmus? Ich habe doch nie so einen Scheiß gelassen. Ja. Weißt du, was ich noch schlimmer finde? Ich bin ja ein Liebhaber von Hörspielen. Mhm. Und ich fahre in mein Geschäft und fahre heim und höre Hörspiel. Mhm. Für zum Hinfahren ist es meistens kein Problem, weil du hockst im Stau, dann kann ich meine Folge fertig hören. Wenn ich heimfahre, dann hocke ich an mir in meiner Garage und denke so, Alter, es ging noch 5 Minuten, aber ich kann doch jetzt nicht einfach 5 Minuten lang einfach in meinem Auto in der Garage hocken. Hast du zum Heimfahren, hast nicht irgendwie... Ich habe das eigentlich so gemacht, tatsächlich. Ich habe mir mehrere Strecken gehabt zum Heimfahren. Die mit der Autobahn einfach zack, schnell, da bin ich am schnellsten daheim. Aber da hatte ich eine schöne Route gehabt, zum Beispiel, die ein bisschen länger gegangen ist. Das ist perfekt. Hast du nicht so Ausweichrouten, wo du so genau so 5 bis 10 Minuten länger hast, aber schön vom Fahren? Kannst du mit dem Blättschopper schnell kehren? Ja, nein, das ist eben dort ein bisschen der Kack. Ja, dort, wo ich wohne. Genau. Mhm. Weil die es kennen, ja, das kann ich ja sagen, so Egerkingen, dort die Kreuzung, das ist einfach immer ein Pain in the Ass. Weil dort hast du dann nachher die von Basel oben runterkommen. Mhm. Und hast dort so eine... Ich weiss nicht, die schaffen das einfach nicht, weißt du, den Reissverschluss zu machen. Es geht einfach nicht. Aber ich finde es so dumm beim Autofahren. Alle sagen dir, ja, wenn du Stau hast, musst du immer aufschließen. Ich sage, nein, haltet ein bisschen Abstand. Du musst ja nicht gerade direkt losfahren, wenn der vorne dran losfährt. Und dann machst du einen Gap und dann hat der rechts oder links, können die machen dort, was sie wollen und du musst nicht bremsen, sonst nichts. Ja, aber dort hinten, das ist Katastrophe. Und ja, aber dann muss ich eine vorher drauf. Und da habe ich halt einfach nur eine Strecke, die ich fahren kann. Ja, wenn ich dann nachher auch wieder die andere nehme, dann muss ich einen verdammten Umweg fahren und das ist auch scheiße. Ja, dann müssen gewisse Leute noch länger auf ihr Subway warten, gell? Mhm. Zum Glück lässt sie den Podcast nicht. Ich muss schnell mein Lämpchen hier ein bisschen kleiner machen. Oh, dann hat grosse und kleine Lämpchen. Ja, aber wenn wir so schon bei Leuten sind, bei Nachrichten, Feedback und so. Also die letzte Folge ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Es haben ein paar geschrieben wegen Bob Moraine, Batman und so. Das hat glaube ich, ein paar so ein bisschen nostalgisch gemacht Ja, wieder. tatsächlich habe ich auch viele Leute gehabt, die mir eine Rückmeldung gegeben haben für Mortal Engines. Mhm. Also, mein Bruder hat gesagt, hey, das ist verdammt geil und so. Ja. Und der mir auch immer schreibt, wann kommt die nächste Folge, der JC Faro, der hat auch gesagt, es sei mega cool gewesen. Aber ich finde es so schön, wenn man eben so Filme an anderen Leuten kann zeigen und sagen, hey, schau doch das mal. Ja, voll. Absolut. Ich finde es auch cool, dass man uns zulässt und dass wir so manipulativ sind und die Leute zu Sachen bringen, die sie schon nicht schauen. Jetzt brauchen wir nur noch Werbepartner und dann können wir ein Zeug verkaufen. Yes. Genau, ja, richtig. Wie zum Daheim. Beispiel die schöne... Nein, weiss doch nicht. Ja, wir haben viel mehr erlebt. Ja. Ja, aber ein Feedback kann ich noch. Unser Podcast ist international gegangen. He? Jetzt. Offiziell. Ja, wegen dem Plätsch. Wir sind in Seoul gelost worden. He? Also, das müssen wir schon schnell erwähnen. Man sieht es zwar in unseren Stats nie, weil das geht, ich glaube, das geht, also Spotify macht das, glaube ich, über den Account, woher das der Account erstellt worden ist oder so. Nichtsdestotrotz. Ich finde das cool. Ja. Das ist halt, wenn wir es mit unserer Seele machen, weißt du, Soul und so. Oh Gott. Es ist ein Seelenprojekt. Was jetzt eigentlich noch gefehlt hat, dass wir richtig international gegangen wären, der Plätsch hat dann ein paar Kleber aufgeklebt hat, weißt du? Ey, weißt du wie? Gut dabei. Aber das bringt einfach null. Nein, logisch nicht. Aber weißt du, irgendwie so Kleber von uns dort hin. So ein Soul schon, oder so. Das wäre schon geil. Es sieht ja schon ein bisschen
Ja, also, weiß auch nicht. Kann man schon ein bisschen mit einem Anime oder so etwas assoziieren? unser Logo, wenn es nicht. Ja, ein bisschen. Irgendwie so. Ich weiß nicht, was für einen Anime du da assoziierst, aber ein bisschen. Hey, ja, aber eben, wir haben ja nicht nur das gemacht. He? Also, wir haben nicht nur Filme und Videos geschaut, wir sind da zusammen das erste Mal gemeinsam an einer LAN-Party. Oh ja, das ist ja noch der. Das war ja im März, stimmt. Ja, eigentlich gerade eine Woche nachdem wir, glaube die letzte Aufnahme gemacht haben, oder nicht? Ich glaub's, ja. Ja. Sind da Lock and Load sind wir gewesen. Yes. Ganz cool, ganz gemütlich, easy. Haben uns zu essen können, an Platz bestellen. Ich bin zufrieden gewesen. Ja, nein, es ist ein gemütliches Wochenende gewesen. Jetzt irgendwie nicht, also wir haben nicht an Turnieren mitgemacht. DayZ haben wir gespielt. Hey, ja. Ich habe gerade diese Genau. Woche gedacht, Gott, eigentlich müsste ich wieder mal rein. Ich Ja. habe so Bock irgendwie. Aber ich auch. Warum habe ich denn nicht geschrieben? Ich habe jetzt Kopf. Ich hätte einfach können schreiben, hey, Bock. Und Ich glaube, ich hätte gerade gewusst, was, ja. Aber also, tatsächlich habe ich auch nicht so viel Zeit gehabt diese Woche, aber ja. Ja, eben. Bei mir Aber auch morgen? nicht. Muss man schnell überlegen. Vielleicht liegt es drinnen, ja. Weil, also morgen nehmen wir ja keinen Podcast auf, weißt du? Ja. Morgen ist Mach es mal. Samstag. Ja. Geil. Ja. Geil. Geil. Ja. Nein, Lock'n'Load ist richtig nice gewesen. Es gibt so ein paar Sachen, die ich ein bisschen aussetzen kann, wo meiner Meinung nach schade sind, dass sie gewisse Sachen geändert haben oder nicht mehr machen. Vor allem, ich verstehe nicht, wieso. Auch, dass sie halt niemandem Bescheid gegeben haben. Also, ich spreche jetzt da die Thematik Kühlschränke an. Das ist halt wirklich schade gewesen. Früher haben sie eigentlich immer überall ein Kühlschrank verteilt gehabt, wo du hast können das Zeug reinstellen, wenn du selber warm mitgebracht hast. Ja. Und also beim letzten Mal war es so gewesen, dort war ein Kühlschrank rum gewesen. Auf der Seite, wo wir das mal gehockt sind, von dieser Reihe. Aber auf dieser Seite nicht. Und das letzte Mal sind wir auf dieser Seite gehockt. Oh no. Also ganz am Ende von dieser Reihe. Und dort war er keiner gewesen. Und wir so, what the fuck, warum? Und jetzt hat er eine Freude gedacht, geht's auf der richtigen Seite und dann hat es keinen Kühlschrank gekommen. Jetzt haben wir halt die hure Seite gewechselt und jetzt sind gar keine Kühlschränke mehr. Und wir so, was? Weißt du, da haben die Leute Zeugs mitgenommen, Bier, Eistee, sonst Getränke, Zeugs, die du kühlen konntest. Ja, geil. Und vor allem, aber sie haben nichts, wenn sie etwas gesagt hat, wenn sie geschrieben hat, hey, das Jahr haben wir leider keinen Kühlschrank mehr. Ja. Schau ich einfach, ja, könnt das Zeug immer noch mitnehmen, aber könnt es halt nicht mehr hinstellen. Hat niemand etwas gesagt, hat nicht mal ich etwas gesagt. Wäre schade, natürlich, Ja. aber hey, sie haben ihre Gründe wahrscheinlich. Ja, das ist so das Einzige, wo ich mich auch gefragt habe. Wir sind ja im VIP-Bereich gehockt. Ja. Bin ehrlich, das ist das Einzige, was ich jetzt auszusetzen habe. Ich habe jetzt für mich nicht einen grossen Benefit von dem gesehen. Das ist aber, also es nimmt immer mehr ab. Der VIP-Bereich. Früher hast du noch eine eigene Schlafzone gehabt. Eigentlich kannst du sagen, also es ist nicht mehr so wie früher, wenn man so schön sagt. Früher war es besser gewesen. Da hocken wir das nächste Jahr beim Avalon unten. Und können wir dann von dort her anschreien. Das war das einzige Geile gewesen. Es ist tatsächlich, also ich finde es immer noch nice dort oben. Du bist einfach ein bisschen abgeschottet, du bist nicht gerade im ganzen Trubel drin. Es ist ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist ein bisschen ruhiger. Yep. Aber ja, also ich weiß nicht. Also ich glaube, die Reservationen sind schon wieder am durchgehen. Der Rotzloch, der das alles organisiert für uns, hat glaube schon wieder, ich weiß nicht, ob er schon wieder ein Mail gemacht hat oder so. Könnte sein. Ich glaube, er hat es mal in die WhatsApp-Gruppen reingeschrieben oder so. Ja, so, gut. Hey, ready for next year. Genau. Aber ja, es ist ja. Mal schauen. Cool habe ich auch gefunden, dass wir
am Sonntagmorgen oder so, um 2. Oder ist das um 1 am Morgen gewesen? Oder ist das irgendwie zu Abend? Ich weiß nicht mehr, welche Zeit. Auf jeden Fall am letzten Abend haben wir noch haben wir etwas trinken mit Führer genommen, sind an den Tisch gehockt und haben so eine Kingdom Come Deliverance Würfelspiel gespielt. Ja, das ist so geil. Und ich habe so nicht gecheckt. Das war Barrack seine Idee gewesen, tatsächlich. Er hat, wir sind so im Discord mal geguckt und er hat gesagt, eigentlich wäre es so cool, wenn wir so könnten würfeln. Und ich, ja, aber warum nicht? Ja, aber ich weiß nicht, ich müsste noch schauen, woher würfeln. Und da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und er kommt und hat einfach so ein Päckchen, so ein 6er-Päckchen Würfel gekauft. Ja. Das ist so geil. Das war der Hammer gewesen. Ja, also das ist wirklich, also von dem her dort, es ist cool gewesen. Mhm. Vor allem, wir haben noch coole Leute dort gehabt, wir haben Spass gehabt, das ist, glaube ich, die Hauptsache. Ja, absolut. Genau. Und ich habe seit langem wieder mal das Warcraft 3 in den Finger gehabt. Das ist geil. Ja, das ist halt schon etwas, Mann. Weiss nicht. Ah. Es ist halt genau so unsere Generation. Ich habe die Woche mit meinem Cousin telefoniert und der hat, wie soll ich sagen, der war eigentlich auch, der ist ein richtiger DC-Crack gewesen, eine Zeit lang. Warcraft auch, also wir spielen, darin habe ich eigentlich so ein bisschen ins Warcraft und vor allem damals auch so ein bisschen Zocken reingefunden, früher. Er hat mir, ich weiss, ich glaube, eine CD gewesen damals schon. Die erste CD mit dem Counter-Strike 1.4. Wow. Ist nicht 1.6, es gibt doch Counter-Strike 1, 1.6 und dann gibt es noch Source. Ich glaube, es gibt 4 aber auch. 1.4. Ja. Wir haben mit CS 1.4 angefangen. Okay. Und dann ist ziemlich schnell nachher 1.6 gekommen. Ja, ich glaube, so die Profispieler haben, glaube ich, Counter-Strikes 1.6 und Source. Ja, genau. Und dann gibt es jetzt noch das Global Offense. Das sind, glaube ich, so die Main-Sachen. Ja, und jetzt heisst es ja CS2. Yeah. Mittlerweile. Also. Ja, aber er hat mich dort ein bisschen reingebracht und jetzt habe ich eben die Woche mit ihm telefoniert, weil er tut sich einen neuen PC zusammen endlich mal wieder. Er hat gesagt, ja, jetzt muss ich jetzt irgendwie... Ja, aber er ist völlig ein bisschen weg gewesen. Hat tatsächlich lang hat er gesagt, ich habe keine Games mehr auf dem PC. Ich kann das nicht mehr, das geht nicht. Ich habe das letzte Mal, also vor einer Woche oder 2, habe ich meinen Blizzard Launcher mal gestartet. Das war ihn. Wer ist im Warcraft 3 Ranked spielen? Ranked? What the fuck? Hey, der ist richtig gut im Ranked gewesen. Der hat lang Ranked gespielt im Fall. Das ist richtig krass. Hey, ich bin mir im Fall hure am Überlegen gewesen, nach dem Wochenende, ob ich auf Blizzard einfach die 30 Stutz nehmen und mir die Version von Battle.net so holen. Aber ich bin immer noch so zwiegespalten. Weiss nicht. Ja, ich habe sie, weil ich halt die alten Versionen schon hatte. Habe ich, also eben die Reforge und so, hat es halt dann dazu gegeben. Oder ist dann sogar Geld ausgegeben? Ich weiß nicht. Das ist eine gute Frage. Ich weiss nicht. Aber ja, also es ist auch natürlich wieder voll gerade im Media. Hey, weißt du, da habe ich nicht rumgeschaut. Und hast du gewusst, die haben es gibt neue TDs und so neue Code-Tags und so. Und ich so, Alter, krass, da haben wir voll wieder drin. Aber eben, es ist so irgendwie, wenn wir schon bei Games sind, ich habe auch, ich muss ehrlich sagen, ich bin momentan extrem auf der Suche nach einem Spiel, wo ich einfach wieder mal so, ich will einfach wieder mal Spiele haben, wo ich so Stunden kann investieren und es wird mir nicht langweilig. Ja. Aber es ist so schwierig, irgendetwas zu finden, für mich jetzt persönlich. Ich hatte eigentlich eins und ich habe die letzten 2 Wochen ein paar Mal gedacht, ach komm, jetzt gehst du mal rein. Ich habe es nachher nicht gemacht, weil ich ein anderes Game im Moment habe, wo mich einfach, sonst komme ich einfach dort nie irgendwo hin. Und Entschuldigung, falls man jetzt die Glocke hört, aber es ist 8 Uhr. Unser Pfarrer dreht am Rad. So wie du wie beim Manor spielen. Geht den Clip anschauen auf Blackjack V8.tv auf Twitch. Jetzt sehe ich genau so den Clip, wo der schnell... Was für einen Blackjack V8.tv?
Du musst das nicht an mich eingeben. Nein, Scheiße. Ey, ich bin durch, Mann. Leute, die Also- Woche ist für den Arsch. Möchtest du auch vielleicht zur Erklärung sagen, wir nennen das an einem Freitagabend auf. Meistens, also eigentlich fast immer nehmen wir unseren Podcast sonst an einem Sonntagmorgen auf, wo wir Richtig. ausgeschlafen sind, also einigermaßen ausgeschlafen sind. Wir treffen uns alle um 10 Uhr. Genau, und das sagen wir uns immer, jedes Mal nach dem Podcast, hey Scheiße, wir haben etwas vergessen, das sollten wir eigentlich viel früher machen. Ich mache es jetzt, weil ich es schon angesprochen habe. Oh ja. Geht auf brotkasten.ch, dort findet ihr die Verlinkungen auf all unsere Social Medias. Richtig, Twitch, genau. Instagram, mehr habe ich nicht. Ich glaube, du hast noch ein paar mehr Sachen. Ja, ich glaube verlinkt schon, aber das sind die wichtigsten, das ist schon richtig. Okay. Aber dort findet ihr auf jeden Fall alles, um uns irgendwie ein bisschen zu verfolgen, zu followen, was auch immer. Genau. Und dort findet ihr eben irgendwann noch den lustigen Clip, wo der Pater Jack beim Manor-Lords einfach bei einer Kille irgendwie 3000 wo draufdrückt und es lässt bimbeln dort. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe einfach so eine scheisse Freude gehabt, dass ich die Glocke kann läuten und dachte, hure geil. Aber ist das nicht irgendwie so ein Zeichen gewesen, sondern Motto, Achtung, wir werden angegriffen, kommen die killen oder so? Das ist Age of Empires. Aber ich habe gemeint, dort auch. Also, du hast die Leute einfach halb wahnsinnig gemacht, wahrscheinlich, weil sie einfach die ganze Zeit hin und her gelaufen sind. So, jetzt muss ich wieder gehen. Niemand hat etwas gesagt. Nein, ich glaube, Manor-Lords, also vielleicht ist es mittlerweile so, aber dort ist es nicht so gewesen. Ah. Befinden wir uns jetzt in der Kategorie Games? Hat es gesagt? Das könnten wir eigentlich mal komplett anders anfangen. Stimmt. Ja, viel haben wir ja eh nicht. Ähm, Also, also ich habe ein paar Sachen. aha. Tatsächlich eben, ich bin momentan ein bisschen auf der Suche und eben so wegen alten Spielen bin ich auf Knights of the Old Republic 2 gekommen. Okay. Das ist richtig alt, aber ich habe mir heute einfach mal so ein bisschen den Start gegeben. Ich muss sagen, Alter, eigentlich, ich habe das als Kind so null begriffen, was dort abgeht. Und jetzt, aber dank dem, dass ich Dungeons and Dragons spiele, Aha. verstehe ich die Grundbasis von diesem Spiel. Das ist abartig. Und jetzt ist es super einfach. Genau, mit dem habe ich jetzt wieder angefangen, weil ich eben momentan auf der Suche bin nach wieder mal so einem wirklich Spiel zum Deep Diven. Und ich glaube, du hast momentan fast 2 solche Spiele, wo du Stunden um Stunden um Stunden investieren, nicht? Ja, obwohl ich das eine jetzt ein bisschen pausiert habe. Tatsächlich. Also du meinst Kingdom Come wahrscheinlich? Ja, eins von diesen zwei. Ja, eins von denen, genau. Ja, das habe ich ein bisschen pausiert. Einerseits will ich dann mich ein bisschen mehr auf dieses konzentrieren natürlich. Ja, andererseits ich will noch so 1-2 Patches vielleicht abwarten bei dem. Okay. Ist es nicht so, dass es unspielbar ist, so? Absolut nicht. Es ist gut spielbar, aber man merkt so einfach an 1-2 Orten, wo ich alle muss sagen, I don't like. Und das andere Spiel ist. Komm, Haus raus. Also ich habe 2 auf der Liste. Kingdom Come ist tatsächlich nicht drauf gestanden. Aber ich habe Schedule 1 gespielt. Ah, ja. wir sind ein bisschen go Walter White. Sag's mal so. Das ist ein cooles, kleines Game. Ist im Early Access. Tatsächlich wieder mal ein guter Early Access. Ist ein überraschender Hit auf Steam. Wir haben es im Coop gespielt, das 4. mit dem Barracks, der Troy und der Siedler. Das war mega witzig. Also wirklich. Wo wir dann mal herausgefunden haben, was passiert, wenn du gewisse Sachen mixst und das dann Leute gibst oder selber nimmst. Holy, okay, dann ist es auf ausharten. Also, ich glaube, also, der Grundsatz von diesem Spiel ist schon einfach Drogen verticken, oder? Genau. Okay. Also du fährst wirklich ganz unten an.
Du hast irgendeinen so einen shady Onkel, der das gemacht hat und der wird dann eingeknastet und du machst ihn nachher dort und was ich Clips gesehen habe und so, was du kannst machen. Also, Ja, holy... also ich habe nur euch zugeschaut und ich glaube, das hat mir schon gelangt. es ist krass. Es ist Hauptsache, krass. Hauptsache alle 5 Minuten der einfach irgendeinen eine Tüte in der Hand oder so. Ja, wirklich. ähm, ja, da sind wir wieder. Ihr habt jetzt nichts davon gemerkt, aber wir haben hier einen kurzen Cut müssen machen, weil wir haben schnell etwas wollen, also ich habe schnell etwas wollen kontrollieren. Weil es hat ja da vielleicht gewisse haben es mitbekommen, es hat gewisse Chrome-Updates gegeben, gewisse Plugins gehen nicht mehr. Und mir ist das während der Aufnahme jetzt gerade aufgefallen, dass bei mir etwas ganz wieder am Aufzählen ist. Und ich wollte sicherstellen, dass unsere Aufnahme aber auch wirklich funktioniert. Darum haben wir einen kurzen Cut gehabt. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo wir einen Cut drin haben. Das stimmt. Das stimmt. Genau. So, Aber eben, ja. ich habe schon vorher gesagt, das ist auch mal für zum Testen, wenn wir dann unsere 18-stündigen Aufnahmen machen, dass wir auch zwischendurch mal schlafen und dann wieder kommen, ohne dass ihr irgendetwas merkt davon. Genau. Genau. So, aber wir sind bei Schedule 1 gewesen. Richtig, ja, viel mehr dazu zu sagen habe ich tatsächlich nicht, als das, was ich gesagt habe. Ich habe allein noch nicht so viel können spielen. Den Grund erwähne ich jetzt gerade. Aber es ist, ich finde einfach fasziniert, wie viel Detailliebe in das Spiel teilweise hineingelaufen ist. Weißt du? Es ist wirklich so, hey, du findest ein Dösli mit Red Bull oder ein Dösli Cocky auf dem Boden. Ja, nimm es mit und misch es doch auch noch drin. Mal schauen, was es gibt. Und dann kommt wieder irgendeine crazy Variante raus. Und es funktioniert. Also, es gibt Bugs. Ich habe gewisse gesehen in Clips. Gut, aber eben, es ist Early Access, Alter. Aber, genau. Aber es ist ein gutes Early Access. Der Preis... ja, debatable. Was? Ich komme nachher dann mit einem Thema bezüglich Preisen und so. Der Preis ist debatable. Ich habe es gekauft, es war gerade Aktion. Ja. Es war wirklich gerade vergünstigt zu dem Zeitpunkt, jetzt nicht mehr. Jetzt kostet es 22 Stutz. Ich habe es schon mal erwähnt, ich bin eigentlich kein wirklicher Fan mehr von Early Access, weil die halt einfach die meisten einfach noch nicht so weit sind, dass es wirklich irgendwie kannst wirklich schlau bespielen. Ja. Aber es gibt halt immer wieder mal so eine Ausnahme und das ist es definitiv ein. Ich finde halt schwierig, viele Spiele, die ich mal als Early Access Code habe, befinden sich immer noch im Early Access. Mhm. DayZ ist ja auch so ein Never-Ending Project. Das ist, glaube ich, auch immer noch Early Access, oder? Nein, DayZ ist im Fall released. Aber noch nicht so lange, habe ich gemeint. Das kann wiederum sein, aber ich meine, ich schaue jetzt gerade mal. Ja, nein, DayZ ist released. DayZ ist draus, ja. Aber eben, das ist elend lang ist das im Early Access gewesen. Also dann, was ich das erste Mal gespielt habe, bis jetzt. Es ist... Ja, das ist... Ich weiss nicht mehr, mit wem es war, wo ich das letzte Mal wieder darüber philosophiert habe, über das Game. Wo wir halt auch beide gesagt haben, ja, also angefangen haben wir halt damals mit Arma, mit den Mods und so. Und, ja. Es ist krass halt, wie lange sich das schon zieht, wenn du denkst. Ist das nicht sogar schon mit mir gewesen, wegen Arma? Oder das hast du mir auch erzählt? Das kann sein, ja. Das ist gut möglich. Aber es ist nice. Also, ja, es sieht immer noch gleich scheiße aus, böse gesagt. aber es ist... bis wir nur schon jetzt herausgefunden haben, bis wir mal so ein paar Stunden am Stück überlebt haben. Ja. Wie machst du Feuer? Ich weiß es nicht. Wie machst du Feuer? Ich weiß es nicht. Go irgendwelche YouTube-Videos schauen. Ja, so machst du Feuer. Das musst du machen. Warum haben wir nicht etwas zu fressen? Geh einfach fischen. What the hell. Ja, also eigentlich völlig
logisch, aber du kommst einfach nicht drauf. Weil das Ja, Spiel gibt es halt nicht vor. Du musst es halt selber raustüfteln. ja, das ist wirklich, es ist ein bisschen krass. Ich fände es cool, wenn du so eine Möglichkeit hättest. Weißt du, so unter dem Motto, du kannst so einen 0815 Survival-Kurs machen, für irgendwie eine halbe Stunde geht und dann zeigt man so, machst du Feuer. Ich glaube, das würde Spiele vielen auch ein bisschen näher bringen. Mhm. Ja, so das Tutorial-mäßig, ja, genau. Weil eben, ich mag mich noch erinnern, das erste Mal, als ich das gespielt habe, bin ich irgendwie auf die Schnorre gefallen. Und dort hast du irgendwie auch nicht so schnell können Reborn machen oder auch irgendwie restarten, den Server wechseln oder was auch immer noch mit einem neuen Charakter hast müssen anfangen. Ich bin dort 3 Stunden lang am Boden rumgekreucht. Weil ich ein gebrochenes Bein hatte und ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Genau. Und du kannst nicht einfach nachher sagen, okay, ich habe ein gebrochenes Bein, ich kletter jetzt irgendwo auf einen Baum auf und kumpen, aber damit ich sterbe. Nein. Und es war irgendjemand mitten auf einem Feld draussen gewesen. Nicht einmal ein fucking Zombie hat es gehabt. Nichts. Du bist einfach dort umkreuchen gewesen. So, und ja. Ja, es ist schon, aber das macht es meiner Meinung nach aber genau wieder spannend. Es ist herausfordernd und Ja. du musst ein bisschen reinkommen. Genau. Eben das ist ein Spiel, wo dich halt ein bisschen damit musst auseinandersetzen. Ja. Genau. Aber ja. das Game, das mich natürlich vor allem von allem anderen abgehalten hat, ist Assassin's Creed 3, Shadows. Aus dem, warum hat mich das abgehalten? Ich spiele es im Stream, spiele die Story, wenn ich daran denke. Off-Stream mache ich alles andere. Ich gehe Zeugs entdecken, gehe sammeln, Schnellreisepunkte freischalten, Burgen ausnehmen und so weiter. Das mache ich alles off-Stream. Ausser ich verfall wieder im Stream irgendwie so in den Modus. Ja, wenn wir schon hier sind, machen wir das auch noch schnell. Und dann ist einfach wieder eine Stunde vorbei und du hast wieder nichts gemacht. Mhm. Das Open Worlds Problem. Ja. Okay, jetzt mache ich die Hauptstory. Eine Höhle, was ist da drin? Genau. Dann bist du wieder eine Stunde lang in dieser hohen Höhle am rumkriechen. Voll. Irgendwelche Sachen am Looten. Und nachher findest du irgendwo ein Buch drin, wo heisst, hey, du hast einen neuen Questgang zu dem und da kommst du einen mächtigen Zauber über. Easy, gehst zu diesem. Oh, was? What the fuck? Irgendwann so eine versteckte Piratenbucht. Okay, geh mal schauen. Obwohl, eben, du verlierst dich in diesen Open Worlds. Es ist schon so. Also, ich habe gerade heute Mittag, so eine Stunde schnell gespielt. Ich habe random einen auf der Straße erschlagen. Und dann hat er mir einen Questgegenstand gegeben. Also, jetzt geheißen, der hat eine Notiz dabei. Und dann startet irgendetwas und dann taucht einfach irgendwo wieder ein neuer Questmarker auf, wo du schon eigentlich lange dort unten warst, wo ich war. Okay, ich so, krass. Oh, nein, warum? Yes. Nur jetzt du. Das ist mega. Aber die Geschichten, sie sind auch schön. Also es Das ist wirklich. Die Hauptsache. Also, ich habe noch nie von meinen Notizen erzählt. Das bin ich gerade. Ja, ich habe bisher nur Liebe für das Spiel und für Ubisoft. Die Leute können sagen, was wollen, ist mir scheißegal. Hate Ubisoft, redet allen ihre Meinung nach und spiele die Spiele nicht. Ihr seid nichts wert. Ich habe nur Liebe für das Spiel und für Ubisoft, was sie dort auf die Beine gestellt haben. Das ist. Ich habe gedacht, Valhalla mit den Wikingern, mit der nordischen Mythologie sei geil. Ist es auch. Aber holy Shadows ist einfach noch over the top gewesen. Einfach nochmal drüber. So, einfach nur schon die Umgebung, wie es aussieht, wie viel Liebe ins Detail mit den Tempeln, mit den Wägeln, mit den Wäldern, mit den Jahreszeiten. Zuerst habe ich gedacht, das braucht es nicht. Warum? Aber jetzt, wenn du so im Frühling durch die Gegend durchgehst, ich treffe es immer irgendwie, dass ich überall, wenn ich rumlaufe, es schifft und dundert und es seicht. Das ist einfach so ein Running Gag. Barracks hat das letzte Mal im Discord hat er den Stream angelassen, hat auch ein bisschen gespielt. Bei mir war einfach das schönste Wetter die ganze Zeit. Und ich so, ey, was läuft? Aber es ist so schön. Und auch die Spiele an sich, also mit Naue als Shinobi spielt sich halt
wenn sich ein Assassin's Creed muss spielen, du kannst schleichen, schön Yep. richtig stealthy, du kannst klettern, der Haken, der Wurfhaken, der Kletterhaken, mega geil, mega gut. Ja, mir denkt so, es ist schon mehr so ein bisschen wirklich ausgerichtet, so ein bisschen, eben das, was ich dir geschrieben habe, siehst so Glaskanone und er ist der Ja, Panzertraktor. er ist, aber das Mir- macht es genau aus. Genau, bei mir hat es eben gedacht, wenn du sie spielst, du kannst nicht frontal, also du kannst schon, aber das, was ich jetzt bei dir gesehen habe, war, du kannst nicht frontal wirklich mehrere Gegner angreifen, so wie bei den Alten. Sondern Also, du musst wirklich einen nach dem anderen wegfetzen. ja, du schaffst, wenn es kleine Gegner sind, nicht starke, nicht panzerte, dann schaffst du so 2, 3 mit ihr. Eigentlich Ja. nur easy, je nach Level, wo die dann auch haben. Ja. Aber ja, es ist absolut so. Hey, kommt irgendein panzerter Gegner dazu, wenn du schon 3 am Bekämpfen bist, dann siehst du schwach aus. Oder dann, wenn irgendwie einer von diesen starken Samurai dazukommt, wo du in den Burgen musst töten, dann die musst du schauen, dass die separat irgendwie kannst ermeucheln oder so. Heute habe ich mal etwas geschafft, das habe ich nicht gewusst gehabt. Ich bin so lange in einer Burg unterwegs und habe mich so dumm angestellt, bös gesagt, dass ich einen Gesucht-Status bekommen habe in dieser Burg, in dieser Umgebung. Wieso hast du aber nachher am Rand Ständchen gesehen, die aufgegangen sind? Nein, das nicht. Aber es ist noch gross gestanden, gesucht. Und das passiert, wenn du in so einem Gebiet bist, wo halt bewacht ist, wo du nicht dürftest sein. Und wenn es gibt, das hat es in der früheren Assassin's Creed schon gegeben, wenn es schafft, die Alarmglocke zu läuten zum Beispiel. Ja. Also die Gegner, die einen sind wie so Zivilisten, die fangen dann davon säckeln und fangen davon ich gehe jetzt Hilfe holen, da ist einer und weiss ich was. Und die alarmieren dann wie so die anderen und dann kann es sein, dass die Glocke läutet und dann bist du gesucht. Und dann sind Wachen auftaucht. Ich bin hinter einem Haus gehockt und dachte, geil, jetzt komme ich davon. Und dann sehe ich plötzlich so ein rotes Icon auf mich zukommen und ich so, the hell? What the hell ist das? Bin ich aufs Dach auf und habe den angeschaut und der hat einfach die hast du sicher auch schon gesehen, so eine, ich weiß nicht, wie man denen sagt, so eine Maske angehabt, so eine mega gefürchtige, grusige. Also, und so mega lange Haare, viel, weißt du, so wie so ein Goku eigentlich fast so, mega viel Haar so hinten runter gehabt und plötzlich von denen anfangen zu laufen und ich so, okay, tschüss. Also so wirklich so eine Art, wie so ein Kopfgeldjäger, meinst du? Ja, aber es sind halt Wachen gewesen. Es ist so eine Wache, die dann aktiviert wird. Krasser Scheiß. Die mag ich nicht, da bin ich abgehört. Da bin ich wirklich gesagt, nope, danke, ich bin raus. Ich mag ihn nicht. Und dort wäre wahrscheinlich geil gewesen, wenn ich hätte auf einen Yasuke wechseln, auf einen Samurai, weil der ist einfach die perfekte Abwechslung. Das Yasuke kannst du nehmen, wenn du einfach irgendwo prügeln willst. Das ecklisch die hure Türen ein und egal was dort hinten steht, kannst du einfach aufräumen. Eben der Panzertraktor. Ja. Aber das ist geil. Also eben, ich glaube, ich gebe mir das auch irgendwann mal. Ja, aber es stresst ja nicht in dem Sinn. Und rechnet sehr viel Zeit ein. Ich bin jetzt bei 25 Stunden, ich habe einfach noch nichts. Ja, das ist... Einfach nichts. Es ist schon... Eben, das ist eben die Gefahr, die ich habe. Eben vorher ist es ein bisschen... Vielleicht so ein bisschen... Wie soll ich sagen? So ein bisschen kontrovers, was ich sage. Vorher sage ich will das Spiel, wo ich stundenlang investieren kann. Aber gleichzeitig fürchte ich mich halt von diesen Spielen. Ja, ich weiss aber, was du meinst. Ja, du willst eins, wo egal wann, du kannst einfach anhocken, anlassen und spielen. Ja. Genau, ohne irgendwie eine Liste zu führen. Scheiße, was habe ich jetzt in den letzten paar Sessions gemacht? Ja, da ein Titel lang habe ich Fallout 4 habe ich, so etwa gespielt. Das habe ich einfach auf meinem Rechner laufen und da habe ich gedacht, ich könnte ja wieder mal ein bisschen reinschauen und meine Farm ein bisschen vergrössern, das und machen und so. Aber das ist halt so ein Open World, das ist relativ schnell, irgendwann ist dann mal ein bisschen eintönig. Mhm. Also,
Ich meine, also eintönig in dem Sinn, du hast keine grossen Herausforderungen mehr, wenn du irgendein gewisses Level Cap erreicht hast. Ja. Ich meine, es ist halt so, du fährst bei Fallout 4 fährst an, es ist nichts. Und dann irgendwie so ab Level 30 kommst du irgendwie aus einer Hütte raus und dann siehst du irgendwie 3 Fraktionen, die sich gegenseitig auf den Grind gehen, irgendwann explodiert eine Atombombe und du so, what the fuck? Aber es ist jetzt nachher dann nichts, wo irgendwie kannst sagen, hey, mit dem wird ich nicht fertig. Mhm. Ja, und das ist halt ein bisschen schade. Da komme ich halt zu einem Spiel, wo mich, also bist du fertig? Ich bin durch. Ja. Zu einem Spiel, wo mich so ein bisschen, ja, momentan ein bisschen schwächeln. Und zwar, du hast das auch gespielt, der LAN, Monster Hunter Wilds. Ja, das letzte Mal schon ein bisschen erzählt gehabt. Weil es ist am 28. ist, glaube ich, rausgekommen. Und nachher am Tag darauf haben wir gerade die Aufnahme gemacht. Also ich habe noch nicht viele Möglichkeiten gehabt zum Spielen. Und tatsächlich, dort habe ich schon gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass es zu einfach ist. Und tatsächlich hat sich der Verdacht extrem bestätigt. Okay. Du kannst sehr viele Sachen machen, aber wenn ich mir die Vorgänger anschaue, Monster Hunter Worlds, ich habe nie Hilfe gebraucht. Null. Du hast da deine Katze, da den Palico und der kann jetzt einfach alles. Du musst keine Kollegen haben, die dich heilen, nichts. Du kannst einfach auf den Drachen einprügeln. Scheißegal. Und tatsächlich, ich glaube, während der Hauptstory bin ich tatsächlich, glaube 2-mal gestorben, aber da bin ich wirklich so dumm gewesen. Mhm. Aber sonst, Schild und Schwert und dann reinhobeln dort. Oh, die stärksten Viecher. Aber da sollten jetzt eben die nächsten paar Tage sollten da ein paar Updates rauskommen, wo es scheinbar schwierigere Gegner hat. Ja. Bin mal gespannt. Ich kann gerade sagen, Monster Hunter haben ja, die anderen haben ja immer so ein bisschen Add-ons, Erweiterungen bekommen, neue Gegner, schwerer. Genau. Und es ist ja wirklich schwieriger geworden, je weiter als die Erweiterungen eigentlich gegangen sind. Genau. Ist das nicht vielleicht so ein bisschen der Vergleich? Weißt du, du bist dich jetzt die schwierigen Ja, Gegner aus dem gewöhnt und wirst jetzt eigentlich wieder zurückgerührt wieder auf die Anfangsschwierigkeit. das Ist habe nicht ich vielleicht eben noch noch. das? Das habe ich eben noch, glaube während meiner Streams habe ich das gesagt. Wahrscheinlich ist es so der gleiche Effekt, wie ich auch bei Pokémon hatte damals. Pokémon am Anfang als Jugendlicher ist es mega schwer gewesen und so. Und nachher dann irgendwann begreifst, wie es funktioniert. Und dann ist es verdammt einfach. Darum, jedes neue Pokémon, das rauskommt, ist für mich relativ leicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Squanchy zugeschaut habe, Shoutout mal an ihn, weißt du nicht, ob der Broadcast Ich weiß lässt. es auch nicht. Der hat auch mal Pokémon angefangen zu spielen. Und der hat wirklich ziemlich, weißt du, so, hast du mal da gehockt und dann hast du mal geschrieben, also ich habe easy gewusst, ja, okay, da hast jetzt irgendein so ein Shigi, das ist Wasser-Pokémon, mit dem gegen den musst du mit Pflanzen kommen oder Elektro. Und er kennt die Viecher nicht, er kennt, oder hat das Ding noch nicht so gekannt, weißt du, er ist der Papierprinzip. Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, eigentlich ist es schon richtig, weil jeder muss ja irgendwie anfangen und das musst bei jedem Spiel musst du das halt wieder zurücksetzen. Ja. Monster Hunter halt auch. Darum bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt kommt. Ja. Das ist, glaube ist nicht heute ein Patch oder so Oh, angekommen. stimmt. Das habe ich von irgendjemandem gehört. Weil ich sehe auch, aber mir, Ja, der Bert ist wieder am Spielen. ja, das auch. Aber wenn nicht nur er, Äh, ich sehe wieder einige, die sich da am Monstern sind. Holy shit, ja. 4. April. 6 GB mehr Arbeit. Nein, 16 GB Update. Major additions and changes, bug fixings, missions, monster and endemic life, player, skills. Okay, das ist relativ viel gegangen. Okay, krass. Ja. Bin mal gespannt. Ja. Ich habe gestern wieder mal ein bisschen reingeschaut. Also, spaßig ist es auf jeden Fall. Mhm. Aber eben, wie du auch mal gesagt hast, wenn du immer das Gleiche musst machen. Ja. Ja. Aber eben. Das ist aber auch bei einem Assassin's Creed jetzt nicht anders. Ich meine, Ja.
Ja, die Burgen, die sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber schlussendlich schleichst du dich um die ganze Burg, also in der ganzen Burg gehst du ein bisschen rum, gehst alle ausschalten, wo du musst, sammelst Ja, alles ein und am Schluss gehst du die grosse Kiste holen. ja, That's it. eben. Also ist immer wieder ein bisschen Ja, das aber eben, Gleiche. ich glaube, wenn du so ein Spiel hast, lässt du dich auch ein bisschen auf das ein. Ja, Sagen wir ja. mal. Eben, wir können es ja langsam. Genau. Tatsächlich, sonst habe ich eben, momentan bin ich am Knights of the Old Republic bin ich am Spielen, freue mich mega drauf, irgendwie wieder mal so ein altes Spiel auszugraben. Und ja, vielleicht noch etwas Technisches. Sie haben mir, also ja, technisch, sie haben mir die Nintendo Direct angeschaut, vorgestern. Mhm. Mal Donnerstag, hä? Nein, gestern ist es in dem Fall. Uff. Sie haben die neue Switch vorgestellt, die zweite. Mhm. Ich bin tatsächlich mega gespannt. Ich weiß nicht, ob du schon Memes gesehen hast oder so. Memes. Ja, Also, nein, Memes an sich habe ich glaube noch keins gesehen. also ich finde auch Folgendes. Also die Switch 2 ist eigentlich nichts anderes als eine verbesserte Version von der Switch, sage ich jetzt. Du hast bessere Ja. Auflösung, du hast mehr Speicher, du hast bessere Grafikleistungen. Du hast sonstige, also was ich cool finde, ist, du hast ja die Joy-Cons auf der Seite. Mhm. Dann muss ich immer das Tschick machen. Ja. Und die kannst du jetzt auch als Maus brauchen. Das habe ich auch gesehen, aber ich frage mich noch ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall, sie haben ja zum Beispiel auch Spiele angekündigt wie Civilization und so Zeugs, und nicht mehr haben müssen sagen, okay, Mhm. easy. Ja. Ich habe es an und für sich, global habe ich es mega spannend gefunden. Habe nachher dann gleich mal auf Vogue geschaut. Jetzt muss ich schauen, dass ich den richtigen Preis nenne, weil scheinbar haben sie irgendwann mal einen falschen Preis angesetzt. Weil ursprünglich haben wir sie gesehen für etwa 470 Franken. Mhm. Wo ich mir muss sagen, ja, die ist definitiv teurer als die erste Switch, aber für das, was sie kann, okay. Mhm. Warum nicht? Ja, sie ist. Ja, also sie ist immer noch 470 Franken, das ist nur das Spiel. Und dann gibt es so die mit Mario Kart World. Das ist etwas, was ich noch cool finde. Das ist ein neues Spiel, das sie vorgestellt haben. Das ist 510 Stutz. Mhm. Ich finde, für eine Konsole, die dementsprechend besser ist als der erste Teil, finde ich das eigentlich völlig legitim. Das ist meine Meinung. Was ich aber ein bisschen komisch finde, ist, dass Spiele auch teurer werden. Die Spiele sind jetzt schon, wenn du ein Mario Kart hast kaufen, ist es ursprünglich 70 Stutz gewesen. Zum Beispiel digital. Mhm. Wenn du es jetzt noch würdest kaufen, ist es immer noch 70 Stutz. Also die sind nie mit dem Preis runter. Und sie haben angekündigt, dass Nintendo Switch Games wenn es digital ist, nein, wenn es physisch vorhanden ist, sind es etwa 80 Franken. Und wenn sie digital sind es 90 Stutz. Hä? Das ist verdammt viel. Und vor allem macht es keinen Sinn. Nein. Das ist Das das, was ist sie mal rausgelassen haben. beim besten Willen und viel Liebe an Nintendo und weiss ich was, aber dann, also, das ist etwas, wo ich halt auch schon lange das Gefühl habe. Dort nutzen sie einfach ihre Monopolstellung Ja. gnadenlos aus. Da Cyberpunk 2077, 80 Stutz. Donkey Kong 75 Stutz. Elden Ring 80 Stutz. Final Fantasy 7 auch 75. Alles zwischen. Also, es ist ich finde es hure teuer. Ich meine, ja, Cyberpunk selber kostet auf Steam auch nur 70 Stutz, wenn ich das gerade so anschaue. Ja, 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 ja. Aber, ja. Das ist halt der Punkt, wo ich mir nachher dann sage, schau jetzt, ich habe gesehen, wie es Pokémon ist, und wenn ich jetzt gekauft habe für 60 Stutz. Mm, Und da habe ich mir dort schon gesagt, hey, okay, ja, ist gut, das war nicht mein Spiel gewesen, es hat sehr viele Probleme, es hat sehr viele Fehler. Meine Frage ist jetzt einfach, jetzt kommt ein neues aus, Pokémon Legenden ZA. Es kommt im November raus anscheinend. mhm. Wollte ich mir das kaufen für 80 Stutz? Wenn es scheiße ist, dann ist es einfach scheiße. Weil das Pokémon, das alte,
Das ist immer noch scheiße. Weißt, bei einem PC-Spiel muss ich mir sagen, okay, sagen wir jetzt mal Monster Hunter Wilds, eben, es ist scheiße. Also, nein, es ist nicht scheiße. Es ist ein gutes Spiel, aber huren einfach. Mhm. Das kann man patchen. Easy. Gut, kannst du bei der Switch auch. Aber die Chance finde ich halt einfach relativ gering. Ja. Da ist es halt einfach wirklich mit mir langsam zum Abwägen, wett ich es wirklich oder wett ich es nicht. Mhm. Aber wenn ich mir ehrlich bin, es hat ein paar gute, es hat ein paar schöne Titel, die kommen, die halt eben, wie du sagst, Nintendo exklusiv sind, wie zum Beispiel das neues Metroid Prime 4, weil das sieht wirklich fantastisch aus. Ja. Also das, was du gesehen hast. Ja. Und was ich auch noch lustig finde, ist, du hast, sie haben gross angekündigt, du hast jetzt einen neuen Button, wo du kannst. Ja. Ich sage dem einfach den Discord-Button. Ja, genau. Das ist mir der Fall. Ich habe es ein bisschen verfolgt beim Bert im Stream. Er hat das geschaut, aber ich kann nicht so wirklich alles schauen. Aber das habe ich auch gesehen. Drückst auf den Knopf und es sieht einfach alles aus wie Discord. Ja, genau, es ist einfach fucking Discord auf der Nintendo Switch. Ja. Und das Geile ist, du kannst dann noch eine Kamera dazu posten. Ja. Und ich mir auch gedacht habe, die kostet da wieder 60 Stutz. Ja, ist aber okay für eine Webcam. Ja, wo ich mir aber muss sagen, habe ich dann auch die Möglichkeit, meine eigene Cam da dran zu hängen. So wie ich Nintendo kenne, richtig. So wie ich Nintendo kenne, nicht. Mhm. Das andere ist, du kannst das nur brauchen, wenn du ein Abo hast. Ah, was? Du kannst für eine limitierte Zeit es testen. Also allgemein das Game Chat Feature oder nur das mit der Kamera? Das Game Chat Feature. Oh Gott, nein. Game Chat, Nintendo Switch. Genau, aber für das brauchst du eine Mitgliedschaft. Hi. Ja. Aber eben, du kannst es scheinbar brauchen für eine gewisse Amount of time. Ja, aber... Also, aber es ist halt einfach für nichts irgendwie so, weil du kannst einfach dann gehst du einfach an die PC hin und startest Discord oder hockst du mit dem Handy nebendran und machst es so. Ja, und dann habe ich aber... also ich habe mir... Vielleicht schon zum Ausholen. Ich habe mir echt überlegt... Ich habe schon lange ein bisschen geliebäugelt, immer wieder mal, ob ich einen Switch soll holen. Ich finde es cool, die Mario-Games hätte ich gerne gezockt, oder vor allem Zelda-Games hätte ich damals gerne gezockt. Aber haben wir immer gesagt, nein, nur für das hole ich mir die nicht. Mhm. Und haben wir jetzt gedacht, hey, wäre eigentlich cool, jetzt vielleicht mal schauen, was Switch 2 kann, wie gut das ist, ob ich mir vielleicht so eine hole dann. Ja. Ich habe dann nach der Präsentation, also am Abend dann, ich habe dann noch gestreamt, aber nachher bin ich schnell beim Barracks, beim Bert und so ins Discord, haben wir schnell mit ihnen geredet. Es ist eine coole Konsole, aber was ich jetzt für mich kann müssen sagen, hey, die Games, auch wenn sie jetzt aufgemacht haben, also sie haben sich ja extrem jetzt geöffnet mit der Switch 2, dass sie da Cyberpunk und alles, also ich meine, es ist auch so Zeugs. Es ist auch krass, was sie nachher kann, also wenn sie Cyberpunk und so Zeugs also so kann darstellen. Ja. Was mich dort immer noch skeptisch macht, das heisst halt überall bis zu so und so viel FPS. Ja, wie gut läuft es jetzt auch wirklich? Das ist dann halt die Frage. Aber ich glaube, also ich würde mir sehr wahrscheinlich keine holen oder wenn dann vielleicht irgendwann später in einer geilen Aktion, wo sie vielleicht noch die Hälfte kostet oder so. Ja, ich finde es halt immer schwierig, weißt du? Es sagen immer auch, ja, scheiß drauf, kauft ihr doch einen PC. Mhm. Aber sind wir ehrlich, logisch, du hast eine größere Spielauswahl, logisch, du hast eine größere, weiss der Gucker was aus, du hast so unendlich viele Sachen, die kannst machen. Aber für so einen Casual-Gamer, der jetzt einfach sagt, Alter, ich will zu oben einfach hinhocken, schnell eine Stunde lang irgendein FIFA spielen oder sonst irgendetwas und nachher dann das Zeugs wieder hinlegen. Feel free, weil da bringt es dir nichts, wenn du dir für 3.000, 4.000 Stutz einen PC kaufst, einen anständigen, sondern dann kaufst du halt einfach Konsolen oder einen Switch oder irgend so Natürlich. Also was ich denke, ich habe
geliebäugelt jetzt, ob ich vielleicht auch Occasion, muss mal schauen, mir ein Steam Deck suchen tun. Ja. Weil da sehe ich einfach den grossen Vorteil, ich kann einen Großteil von meiner Steam-Bibliothek halt einfach dort drauf zocken. Das stimmt, ja. Ich muss keine Games zweimal kaufen. Weißt, bei einer Konsole habe ich dann immer das Problem, wo ich sehe, okay, ja, ich kaufe mir es jetzt da, aber dann kann ich es nur dort zocken. Richtig. Und kann es nicht nur auf dem PC. Darum hätte ich eigentlich, wenn ich jetzt eine Konsole mal hätte kaufen, hätte ich eigentlich immer gedacht, ich hole mir eine Xbox. Weil Wegen dem Xbox Live Pass, ja. Genau. Weil viele Games von dort kannst du halt auch am PC zocken. Richtig. Und Switch, ja, sie ist offen, aber wenn du jetzt, sagen wir jetzt, keine Ahnung, Cyberpunk auf Steam hast, ja, schön für dich. Nützt dir nicht auf der Switch. Aber das ist natürlich immer so, also verstehen Sie es nicht falsch, ich will Switch wegen dem nicht schlecht machen, aber es ist einfach, aus meiner Sicht macht es keinen Sinn für mich. Ja. Also eben, wir schauen mal, was es ist, eben, ob sie so offen bleiben und so weitermachen. Ich finde das eigentlich auch eine sehr gute Sache. Mhm. Tatsächlich, was ich bis jetzt bei einem Steam Deck, ich weiss jetzt, vielleicht gibt es das, oder es gibt Möglichkeiten. Aber ich meine, du kannst so einfach du die Switch in die Docking Station rein tun und dann hast du es auf dem Fernsehen. Ja, das muss ich auf dem Steam Deck ja nicht. Eben, ja. Ich gehe auf Aber PC. ich finde das noch etwas Cooles, wenn ich jetzt sage, ich habe keine Lust mehr. Zack, ja. Eben, selbst, ja, das ich würde jetzt böse sagen, dass so ein bisschen der Konsolenkrieg, aber bei dem beteilige ich mich nicht mehr so wieder das nehmen, wo er für richtig haltet. Man muss halt einfach damit leben, dass nicht alles auf einem geht. Ja. Und die beste Lösung halt immer noch ein PC ist. Ist halt leider so, ja. Ja, aber ich glaube, wir haben wir haben schon eine Stunde, oder? Ja, nicht ganz, aber fast. Aber schön sind wir einfach bei den Games durch. Ja. Nein, also ich bin mir am überlegen, ob ich sicherlich eine soll holen vielleicht. Bei Switch haben wir jetzt etwa 3. Also wir haben die erste, wir haben die OLED, das ist die neue, und wir haben noch eine Nintendo Switch Lite. Die habe ich einmal der Liz auf die Weihnachten geschenkt. Ja, ja. Genau. Ich will mir keine holen, ich will warten. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich von vielen gehört habe. Ich warte noch. Stell dir keine. Darum ist es bei Vogue schon ausverkauft. Ja, gut, das ist aber, die haben anscheinend recht wenig zugesichert bekommen. Ich glaube, um 1100 Stück, ja, wenn ich es richtig in der Story gelesen habe. Ja. Aber ich finde es cool, sagen, wenn sie es erklärt haben. Vogue ist halt kein Hardware-Distributor im eigentlichen Sinn, also kommen sie halt weniger Kontingent über. Digitec wird wahrscheinlich einiges mehr haben. I guess. Das ist mir eigentlich gleich, aber sind wir ehrlich, Vogue ist einfach, ein G in Vogue steht für geil. Bin ich ehrlich. World of Geil. World of Ich hoffe, keiner von Vogue lässt das. Ja, und wenn auch. Sponsoring. Also. Nehmen wir mal einen von den nächsten Punkten an. Was machen wir, Film oder Serie? Von was hast du mehr? Vom Umfang macht es keinen Unterschied. Ich glaube, du hast 6 Serien. Ich habe 3. 6:9. 6:9. Ja, 6:3. Aber ich bin ehrlich, eine Woche habe ich weniger als du. Weil ich habe ja dort bei einem Theater mitgemacht, bei einem Musical. Und da bin ich eine Woche lang jeden Abend, oder fast jeden Abend, haben wir dann dort Proben gehabt oder Auftritte. Was eigentlich sehr lustig war, es war wirklich mega cool gewesen, für das es eigentlich so ein bisschen eine unbekannte Gruppe war. Mhm. Aber hat mega Spass gemacht, also ist gut vertretbar. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, eben du sagst, fach doch mit irgendetwas an, mir ist es gleich. Also sagen wir Serien.
Ich würd darauf gehen, dass wir die eine am Schluss nehmen. Können wir machen, ja. Okay. Das fange ich an. Und zwar, ich habe auf Amazon, ich habe nach einer Serie gesucht, wo ich mir schauen könnte, wo ich mir dachte, hey komm, die gebe ich mir. Und dann bin ich auf einem Anime gelandet, den ich schon mal geschaut habe. Und ich dachte, jeder ist genau der gleiche. Und dann angefangen zu schauen. Dann habe ich so 51 Episoden, okay, ja, 20 Minuten easy. Und so nach der 25. Folge oder so denke ich, hä? Hast du aber bis zur Hälfte gebraucht? Ja, aber es gibt einen Grund dafür. Und zwar rede ich vom Anime Full Metal Alchemist. Den habe ich mir auch gegönnt. Welche? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiss, es gibt mehrere. Also ich das vielleicht schnell so Ja, erklären. ja. Ich habe geschaut Full Metal Alchemist 2003. Da gibt's, also, es heisst einfach Full Metal Alchemist, aber es wird geschrieben 2003, weil es dann produziert worden ist. Das, was du auch eher geschaut hast und wahrscheinlich auch die bessere Version ist Full Metal Alchemist Brotherhood. Außer du sagst, du hast die Live-Adaption geschaut. Die habe ich tatsächlich auch geschaut. Okay. Ja, aber weiter, ich bin Also ich habe Full Metal Alchemist Brotherhood habe ich vor Jahren mal geschaut und ich finde das einer der besten Animes, die ich je gesehen habe. Weil er erstens mal hure geile Musik hat. Er ist mega schön gezeichnet und er macht dich einfach psychisch kaputt an diesen Stellen. Und darum habe ich eben gedacht, okay, komm, ich schaue Full Metal Alchemist. Und dann habe ich das auf Amazon gesehen. Dann habe ich gemerkt, dass das 2003 ist. Und jetzt ist es so, Full Metal Alchemist 2003 ist produziert worden, wo der Anime noch nicht fertig war. Und irgendwann ist es mit drin, hat das Studio selber müssen ein Ende produzieren. Und darum trifft das Hure ab. Es ist nicht schlecht, aber kommt null an Brotherhood hin. Und Brotherhood ist, wenn du das geschaut hast, das ist wirklich der richtige Shit. Ja, also wenn ich es gerade richtig sehe, habe ich Brotherhood geschaut. Ja. Sehen sie unterschiedlich aus? Leicht. Okay. Aber zum Beispiel, vielleicht schnell zum Plot. Das sind zwei Brüder, die eigentlich auf der Suche sind nach dem Stein der Weisen. Und das passiert eigentlich alles in einer Welt, wo Alchemie herrscht. Und die Alchemie ist eigentlich das Prinzip, das nennt sich Äquivalenz. Also das Gleiche mit etwas Gleichwertigem vergüten. Also zum Beispiel, du kannst nur einen Betonklotz hinstellen, wenn du genug Beton zur Verfügung hast oder etwas, das gleich viel Wert hat wie Beton. So muss ich sagen. Ja, genau. Und sie haben daneben probiert, einen Mensch wieder herzustellen, was dann schief gegangen ist, weil das ist etwas, wo keine Äquivalenz dazu hast. Und der eine hat dann seinen Körper verloren, der eine Bruder, und der andere einen Arm und ein Bein. Und das Einzige, was sie wissen, ist, dass es einen Stein gibt, eben der Stein der Weisen, wo sie die Möglichkeit hätten, dass sie ihre Körper wieder herstellen könnten. Und dann sind sie auf der Suche nach dem. Und reisen so eigentlich durchs Land. Genau, eben. Es gibt mehrere Animes, die sich dann nachher irgendwann gibt so eine Abzweigung, wo sie anders werden. Weil, ich glaube, im einen hast du hast ja den Sloth. Das sind Gegner, das sind so die 7 Todsünden. Ja, genau. Der Sloth, der ist im 2003 ist es eine Frau. Und im Brotherhood ist es ein verdammter Fetzen, der mega langsam ist und immer sagt, er ist gerade müde und keine Ahnung, er will nicht mehr. Eben, es gibt ein paar Unterschiede und eben die Story macht zu einem gewissen Teil auch nicht mehr so Sinn wie im Brotherhood. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut Brotherhood. Das ist wirklich super. Dort habe ich mir halt gleich den ganzen Anime reingezogen.
Ich muss es ehrlich sagen, ich bin während du erzählt hast, bin ich nebenbei ein bisschen am Nachschauen gewesen, aber ich könnte jetzt auf die Schnelle halt effektiv nicht sagen, welche ich gesehen. Ich meine, es war Brotherhood gewesen, wenn ich mir das so anschaue. Ich glaube, Brotherhood ist ein bisschen heller gezeichnet. Ist irgendeiner von denen mal auf Netflix gewesen? Ja. Brotherhood war auf Netflix gewesen. Dort Okay, habe ich ihn dann nämlich auch geschaut. Okay, dann habe ich Brotherhood gesehen in dem Fall. Ja, der ist wirklich super. Hey, ich bin ja schon eigentlich kein Anime-Dude, wirklich nicht. Aber ich habe gedacht, hey, komm, ich gebe mir den mal völlig. Ich habe nichts darüber gewusst, über den Manga oder irgendetwas. Mhm. Ich habe einfach mal angefangen. Hey, das hat mich voll reingezogen. Es ist richtig gut. Die Geschichte ist mega interessant. Charaktere sind gut. Yep. Es ist ein richtig. Und es ist nicht ein kindischer Anime, sondern er ist doch schon für ein eher erwachsenes Alter. Ich sag's mal so. Es geht halt wirklich zu und her. Ich sage nur Edward. Ja! Du weißt schon fast, was ich von dir reden. Die Chimäre. Oh, wow! Jetzt habe ich schon mal überlegen, was du meinst. Es ist schon verdammt lang her, als ich den gesehen habe. Hey, Ja! Also das gab Albträume haben bei Kind. Jetzt gemeint, du hättest den jetzt gerade geschaut. Darum bin ich gerade so. Nein, das ist ewig. Das ist schon verdammt lang her. Der hat so kaputt gemacht dort. Und er ist schon mega schön und er ist schon teilweise so traurig und mitreißend und du so, what the fuck, Alter. Mhm. Also eben für jeden, der gerne Animes schaut oder gerne mal möchte mitmachen, aber eben Vorsicht, er ist teilweise recht heftig. Obwohl, ich muss jetzt gerade korrigieren. Auf Netflix ist im Fall, glaube ich, der 2003er. Ich glaube, sie haben dort beide drauf gehabt. So? Ja. Okay, kann sein. Ja, vielleicht haben sie dann wieder weggenommen, aber im Moment sehe ich nur den 2003. Ist aber möglich, ja. Einer, der in ähnliche Züge reingeht, von der Zeichnung her und von der Musik. Wenn du so Zeugs gerne hast, schau mal die Legende von Arslan. Nicht von Arslan. Der hat so den gleichen Zeichnungsstil und habe ich auch mega gerne geschaut. Ich muss mal schauen, ob von dem noch mehr gibt. Auf Netflix. Merci, Netflix ist nämlich nur die erste Staffel gewesen. Nein, ist nichts mehr gekommen. Okay. Ja, mal schauen. Ich muss auch mal schauen, ob ich den irgendwann ein bisschen weiterfinde. Eben, das ist auch mal der Anime, den ich geschaut habe. Mhm. Und jetzt bin ich auf der Suche nach Brotherhood. Wahrscheinlich kaufen wir irgendwann eine DVD-Box halt an. Oder Blu-ray. Also mich hat halt vor allem auch Geschichte und das Ganze eben mit der Alchemie, es ist jetzt nicht Science Fiction, aber das ist einfach das ein mega interessantes Konzept gewesen, das mich da voll reingezogen hat. Darum habe ich auch die Realverfilmung. Ja, nur schnell, wir können es ganz einfach testen, welches du gesehen hast. Hast du mal gesehen, dass er in einem weißen Raum ist, mit einer Tür hinten dran? Frag mich das. Es ist verdammt lang her, wirklich. Okay, ich weiß es nicht mehr. So Details weiß ich nicht mehr. Okay. Ich habe jetzt wirklich probiert herauszufinden, was habe ich gesehen. Ich habe jetzt gesehen, was vielleicht so die visuellen Unterschiede manchmal sind. Ja. Aber ich kann rein von dem und so, ich kann es effektiv nicht sagen. Okay, schade. Ich meinte, es ist Brotherhood. Aber ich weiß es nicht. Ich habe auch das mit dem Sloth nachher geschaut. Ich habe das Gefühl gehabt, die Frau ist auch schon vorgekommen, aber auch der Gross. Ja. Also hat schon kommt mir bekannt vor. Also, ja. Hast du vielleicht irgendwie, das ist das Letzte, was ich frage, so mit einer schwarzen und weißen Kugel, die können reden, oder so schwarze und weiße Wesen? Das sagt mir gerade nichts. Okay, dann hast du fast. Ja, dann ist es schwierig, weil dann könntest du wirklich den 2003 darum, ich habe es probiert herauszufinden, ob es vielleicht auf etwas in meinem Track-Ding drin habe, aber das okay. habe ich auch nicht gefunden. Aber in dem Fall, wenn du wirklich 2003 geschaut hast, kann ich den Brotherhood gleich noch empfehlen. Mhm.
Das ist irgendwie so bis Folge 20 eben oder so, ist es relativ parallel und nachher macht es. Genau. Okay. Ja, muss ich mal gucken. So, da darfst du mal anfangen mit 2 Stück. Also. Ich fange mit einer Serie an, die ist so ähnlich wie die eine, die ich im Monat vorher geschaut habe. Und zwar habe ich The Recruit geschaut. Im Monat vorher habe ich The Night Agent geschaut, habe ich gesagt. Und The Recruit ist auch wieder so eine Spionageserie. Es geht eben um einen Rekrut bei einer Agency. Hat auch wieder so ein bisschen Tom Clancy-Vibes ein bisschen, sie sagen. Darum hat es mir auch recht gut gepasst. Geht ein bisschen heftiger zu und her teilweise. Und also ist jetzt die zweite Staffel tatsächlich. Und ist sehr interessant. Also es ist von Folge zu Folge spannend geblieben. Was bei so Serien nicht immer so wirklich der Fall ist. Und ich hoffe oder ich bin gespannt, ob sie eine dritte Staffel rausbringen. Weil ich glaube, erzählen könnte jetzt nicht noch viel. Obwohl eigentlich so, ich glaube, das, was sie jetzt gemacht haben, recht abgeschlossen ist. Und dann ist immer so die Frage, ja, bringen sie es an, irgendwie eine anschliessende gute Geschichte anzubringen, die irgendwo Sinn macht noch. Also, ja. Dann habe ich eine Serie geschaut, das ist jetzt, die habe ich eigentlich schon recht lang, aber ich habe sie einfach nie, ich habe mal angefangen und dann hat es mich einfach voll nicht interessiert und dann habe ich wieder aufgehört nach einer Folge. Aber ich habe The Gentleman geschaut. Oh, ich müsste mal den Film schauen. Oh, hast du den noch nie gesehen? Nein! Oh, wenn das wollen, dann gebe ich dir jetzt eine Hausaufgabe. Ja. Du tust den Gentleman schauen. Das ist so ein guter Film. Ich weiss. Er ist Ich so weiss. gut. Aber ja. Also die Serie schließt ja an den Film an eigentlich. Ist vom Guy Ritchie die Serie auch wieder. Weil es halt eine Serie ist und halt Schauspieler, ich meine, wir haben jetzt nicht in Charlie Hunnam und so Zeugs drin, also kommt halt schon nicht ganz an das an, aber genau. Ja, genau. Aber ist trotz allem ein wirklich guter Cast, ist gut erzählt, auch mit ein paar Twists drin, immer wieder mal. Es geht, ohne Spoiler, es geht basically darum, im Film hat man ja, haben sie ja da ihres Grasgeschäft. Ohne jetzt gross zu spoilern, die nicht gesehen haben, wissen, was ich meine. Vor allem, wenn er jetzt gerade auf den Bildschirm geschaut hat und dachte, Scheiße, das hätte vielleicht nicht so viel sagen. Nein. Das sind bewusst ausgewählte Worte. Okay. Aber eben die den Film gesehen haben, wissen, was ich meine mit dem. Und in der Serie geht es eigentlich um einen von diesen Lords oder respektive um die Kind von einem von diesen englischen Lords dort. Also, ja. Es kommt in Staffel 2, bin schon gespannt. Oh, England hat doch ihre Lords und Ladies und weiss es für Herzogen da. Herzogen und Verzogen. Ja, da bin ich wirklich gespannt auf Staffel 2, wie es weitergeht. Vor allem eben, weil es immer wieder so ein bisschen Twists drin hat in der ganzen Geschichte mal. Okay. Also in dem Fall hat wirklich, also du musst den ersten Film schauen und dann die Serie, würdest du empfehlen? Ja. Du könntest eigentlich auch gerade mit der Serie anfangen. Du könntest mit der Serie anfangen, aber du stellst dir vielleicht zweimal so, wenn du wirklich die Serie aktiv schaust, stellst du dir vielleicht ein bisschen Fragen. Okay. Aber du kannst ruhig mit der Serie anfangen. Aber ich würd trotz allem empfehlen, den ersten Film zu schauen. Du würdest mir grundsätzlich empfehlen, den Film zu schauen. Ja, das sowieso. Aber du stellst dir halt dann keine Fragen. Im Gegenteil, du schaust eine Serie und denkst, ah ja, stimmt, das kenne ich nur aus dem Film. Das ist einfach geiler Scheiß. Genau. Yes. Das ist ein geiler Scheiß. Das war ein Kurzdurchlauf der ersten 2 gewesen. Okay. Rein. Ich habe eine Netflix-Serie geschaut, die mir mein Bruder empfohlen hat.
Day Zero. Mit dem Robert De Niro. Mega. Willst du noch schauen? Du nicht zu viel spoilern. Ja, bitte. Okay. Also, ich frage dann von andersrum, was weißt du schon drüber? Nur so gut wie nichts. Okay, also ich tue einfach mal die Oberfläche schnell erklären. Robert De Niro spielt dort drinnen einen ehemaligen Präsident. Mhm. Und es passiert so, es ist eigentlich ein alltäglicher Ablauf, wo er dort so ein bisschen sein Zeug macht und so. Und dann gibt es einen Ausfall vom Stromnetz, vom Elektroniknetz, einfach ausbricht für eine Minute zusammen. Also es gibt eigentlich so einen, ich glaube, wir nennen das so, so einen Blackout. Mhm. Für einfach, dass er eine Minute lang einfach nichts mehr hast und dann passiert ein riesen Chaos. Und wenn er eigentlich einer der beliebtesten Präsidenten war, holt man ihn retour aus der Rente, damit er nachher enthüllen, wer den Angriff gestartet hat. Und es passieren Sachen, die mega komisch sind. Und ich habe eigentlich die Serie gut gefunden. Schade finde ich, das tue ich jetzt einfach mal hier platzieren. Was ich schade finde, ist, es gibt ein paar Fragen, die werden einfach nicht aufgedeckt. Okay. Wo ich mir denke, hey, es ist ja eigentlich eine Serie, die geht, ich glaube, irgendwie 6 Folgen. 6 Folgen, glaube ich, etwa einer Stunde, 40 Minuten oder so. Und du hast einfach so 2, 3 Fragen, wo du dann dort hockst und so denkst, okay, aber das hat jetzt niemand erklärt. Oder Mhm. ein anderer Punkt, wo ich muss sagen, oh, das ist hure verdächtig und so Zeugs und so weiter. Für die, die es schauen, ja. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich mega interessant, was dort abgegangen ist. Ich finde auch ihn cool. Er ist halt einfach ein alter Peppo und ohne Scheiß. wenn du so siehst mit so einem alten, weißt, so einem alten Mann mit seiner Brille, Mit der Brille. und so ein bisschen grimmig. Das hat Der er sieht in einem einfach aus Film wie, schon so gehabt. Weiß nicht mehr, der sieht einfach aus wie aus dem Disney-Film oben, wie der alte Mann von dort. Er sieht einfach so aus. Ah ja, genau. Das ist so gut. Aber ja, eben ist halt so ein bisschen, ja, nicht Katastrophenfilm, aber ja. Also ist sicher empfehlenswert. Ja, irgendjemand hat mir, ich glaube, der Faro hat mir das geschrieben gehabt, weil ich den schon gesehen habe. Und ich habe jetzt tatsächlich bis jetzt, wo du wieder erwähnt hast, habe ich es eigentlich wieder vergessen gehabt. Aber das ist einer, wo ich habe schnell geschaut, um was es so plus minus geht, so kurz und über ist. Und da dachte ich, oh ja, den muss ich mal noch, aber jetzt wieder voll vergessen. Ich mag halt einfach auch den Robert De Niro. Ja. Sorry. Ja. Ich mag ihn einfach. Robert De Niro heisst er. Nein. Ja. Und dann bin ich schon fertig mit meinen, bis wir zum grossen Klotz kommen. Also grossen Klotz. Okay. Ja gut, dann mache ich weiter. Ich habe Staffel 2 von Severance geschaut. Meiner Meinung nach hat sie leider ein bisschen abgegeben zu der ersten Staffel, weil in der ersten Staffel hast du halt wirklich noch so das neue Feeling, so, was geht es genau, was mache ich die dort überhaupt? Es ist auch nach Staffel 2 nicht wirklich alles aufgelöst. Ist teilweise tatsächlich nur weirder und cringer als Staffel 1. Okay. Wirft teils nur mehr Fragen auf und denkst, hä? Warum? Also wirklich halt cringe. Und über ein Thema, wo immer wieder mal auftaucht in dieser Staffel, und in der letzten Folge wird das abgeschlossen und dann ist die Folge fertig. Und es wird nicht aufgelöst bisher, was es ist und was es geht. Es ist einfach ein fucking Cliffhanger. Ein riesen Cliffhanger. Es ist einfach so, Ordner zu. Danke. Oh Mann. Hä? Ich hasse so Zeug. Ein Cliffhanger. Es ist einfach der alte
Clickbait. Ja, aber es ist... Das ist Also, einfach so es ein- ist... Dort haben wir Eigentlich- sich gekehrt. Hey, hat gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Hey, eigentlich müssten wir ja auch einen Cliffhanger machen. Lass einfach aufhören. Nein, ja, irgendein Thema anschneiden und dann sagen, ja, aber das gibt es das nächste Mal. Wir müssen uns irgendetwas überlegen, für heute, dass wir das auch aufhören mit einem Cliffhanger. Ich weiß, also, ja, weiß ja nicht. Doch, Alter, wir kommen gerade Ideen. Oh nein. Bezüglich einer anderen Sache. Okay. Aber das ist okay. Ich mache mal weiter. Ich habe Reacher Staffel 3 geschaut. Habe sie noch Okay. mögen reinzwängen, bevor da Monatsende war. Ist wieder besser als die vorherige Staffel. Staffel 2 ist nicht ganz so gut angekommen wie Staffel 1, habe ich für mich das Gefühl gehabt. Die Staffel 2 ist dort, wo ihre Teamkollegen abgemetzelt werden, Ja, gell? genau. Genau. Staffel 3, also vor allem der Anfang habe ich ich habe schauen und dachte, hä? Okay, ja gut, vielleicht macht er das. Hat ein bisschen Twist drin, immer wieder ein paar gute, dumme Sprüche. Finde ich super. Und er kommt mal so richtig heftig böse auf die Fresse über. Also nicht nur eins. Das ist so. Du. Ich sag jetzt nichts. Du- Ich sag du- jetzt nichts. Wegen? Aber ich weiss auch noch, der definitiv mehr Fresse nicht bekommen hat. Bei Reacher, oder was? Nein. Für Serien, die wir geschaut haben. Ah, ja. Weißt du? Aber jetzt, was Reacher angeht, ich habe Ja. ich habe auch noch einen Film, wo ja, an Gewalt etwa noch das, also übertrifft alles. Anyway, Okay. Staffel 4 ist bereits vor der Premiere von Staffel 3 bestellt worden, sprich, es geht weiter. Auch wenn die Geschichte jetzt halt also ich finde das eigentlich bei Reacher gar nicht mal so schlecht. Sie haben immer pro Staffel eine Geschichte. Und die ist dann halt nach dieser Staffel auch abgeschlossen. Das finde ich aber auch geil, also, weil, weiß auch nicht. Ja. Und Also- ja. Ja. Genau, gut. Dann, weil ich ja Star Trek alles geschaut habe, habe ich ein Problem gehabt. Ich hatte keine Go-To-Serie mehr gehabt, wo ich gewusst habe, ja, okay, Ach, einfach Scheisse, so was anliegen kommt und jetzt? schauen. Ich habe mir eine neue Go-To-Serie gesucht, habe eine gefunden. Darf ich 3 Mal raten? Oder einisch? Kannst du eigentlich raten, ja? Clone Wars. Nein. Okay, dann weiß ich es nicht. Ist eine 2010er-Serie mit ein bisschen Comedy, also ich glaube 2010 irgendwie dort hat sie angefangen, oder ein bisschen vorher sogar. Mit Comedy, Action, Fantasy, ein bisschen Sci-Fi, ein bisschen Mysterium und so. Oh, aber nicht die mit dem Daniel Radcliffe, oder? Nein. Gut, Okay. das war der nächste Guest gewesen. Dann weiß ich es nicht. Hat insgesamt 5 Staffeln. Ich muss das schauen, ich weiß gar nicht, wie weit das ist, ob ich. Und die hat mich aber eben damals schon mega fasziniert und ich habe sie aber nie richtig geschaut. Mhm. Und zwar rede ich von einer Serie, viele kennen sie wahrscheinlich auch gar nicht. Und zwar rede ich von Warehouse 13. Hast du jetzt letztes Mal schon etwas von der erzählt? Oder haben wir nicht schon mal irgendetwas darüber diskutiert? Kann sein, dass wir mal darüber geredet haben. Ich habe schon immer wieder mal überlegt, ob ich mit die mal schauen soll oder so. Das kann sein, dass Ja. ich vielleicht gerade am Suchen war, wo ich die finde. Das kann sein. Ja, aber ich glaube, du hast gesagt, wir haben glaube irgendwie etwas von alten Serien gehabt. Du hast gesagt, du willst die unbedingt schauen. Weil, eben, da habe ich nachher noch gesagt, das ist doch die Serie, wo sie eben das Warenhaus haben und dort haben sie unterschiedliche Sachen drin. Weil sie jetzt sogar Bundesladen drin haben, wie im Indiana Jones mal gezeigt worden ist. Das weiß ich jetzt ja gar nicht. Aber ja, es geht eigentlich darum, Okay. es ist ein Lagerhaus, kannst du eigentlich sagen.
in der Serie wird es immer so als Dachboden der Menschheit oder so genannt, weil es lagert einfach alles dort. Und es geht darum, dass sie so halt Artefakte, die halt irgendwelche Kräfte haben, wo halt aber auch gefährlich sind, gehen einsammeln und eben in dem Lagerhaus im Warehouse gehen verstauen. Und aber die Serie, die hat mich früher schon fasziniert. Ich habe sie nie wirklich können schauen. Ich habe immer nur so einzelne Folgen im Fernsehen mal gesehen und jetzt bin ich wirklich froh. Ich habe alle Seasons gefunden, komplett, und bin jetzt da voll dran. Es ist Das ist geil. mega interessant, wirklich. Es ist so, und vor allem auch, weißt, wenn du so Sachen kannst Bezug nehmen drauf irgendwie. Was haben sie jetzt zum Beispiel? Was haben sie mal gehabt? Was ist, natürlich fällt mir jetzt genau nichts ein. Es ist unglaublich. Aber es ist doch immer dumm. so. Es ist verdammt geil und so. Also es geht darum, ich weiß gar nicht mehr, was es geht. Also zum Beispiel kommt ein Charakter drinnen vor und wer im Sci-Fi unterwegs ist, der kennt den Namen H.G. Wells. Das ist ja kannst du eigentlich sagen, der Godfather of Sci-Fi. In dieser Serie kommt der Charakter auch vor. Ist aber eine Frau. Oh. Okay. Und also für die, die es nicht wissen, der hat sowieso ausgesehen Krieg der Welten geschrieben. Ja, genau. Und die Zeitmaschine. Richtig. Und die der Insel, unsichtbare Mann. Genau, die Insel des Dr. Moreau und so weiter, die ersten Menschen auf dem Mond. Das ist wirklich so der Pionier der Science Fiction gewesen, damals. Und es geht eben überall so ein bisschen um so alte Artefakte, wo sei es irgendein, keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach irgendeinen Stecken in Ägypten, wo im Sand liegt und irgendeiner findet den und der Stecken hat dann einen Pythagoras gehört und weiss ich was und hat dann weil er es hat er irgendeine Fähigkeit, aber jedes Mal, wenn er diese Fähigkeit nutzt, stirbt irgendjemand. Einfach so Sachen. Es hat immer so ein bisschen, So geil. es ist mega interessant zum Schauen. Also wirklich. Und ich bin richtig froh, habe ich eben alles gefunden und habe da können anfangen mit dem und bin voll dran. Ich bin da voll drin. Ich finde das geil. Nice. Einfach so, H.G. Wells heisst er. Er sieht aber auch ein bisschen aus wie ein Wells. Ja, das ist schon nicht so ganz falsch. Ist schon nicht ganz falsch. Er sieht auch ein bisschen aus wie ein Wells. Oh mein Gott. Ja. So, und jetzt ist eigentlich nur noch die Serie, die wir beide haben. Vielleicht noch schnell so ein bisschen als Forecast. Weißt du, auf was ich mich freue? Ja, auf Staffel 4. Ja, einerseits von dem und einfach mal so ein bisschen, wir haben vorher über Clone Wars gehabt. Mhm. Am 4. Mai kommt eine neue Serie raus. Oh ja, über Asai Ventress und wie heißt so der andere Kopfgeldjäger? Dummy. Mein Cousin bringt mich um. Mein Cousin bringt mich um. Der Boba Fett. Weißt, nein, ich weiss, dass es ein fucking Duros ist. Ich kenne seine scheiß Trasse von ihm. Aber nicht warte mal. Der mit dem der Blaue. Ja, Cat Bane, jetzt. Ja, hätte ich dir den Namen sogar fast können sagen. Ja! Der Cat Bane, jetzt müssen wir googeln. Das ist ja bei was ist er? Bei Mandalorian ist er ja auftaucht. Also bei Clone Wars ist er das erste Mal vorgekommen, glaube ich, in der Staffel 2 oder 3. Nachher der kommt immer wieder mal vor, eben bei dem Mandalorian kommt er. Nee. Oder ist er Boba Fett gewesen? Das kann sein, ja. Stimmt. Boba Fett.
Genau, dort kommt er vor und jetzt kommt er eigentlich seine eigene Geschichte über und das sei Ventress kommt eben auch noch drin vor, weil sie ist ja eigentlich dann auch, nachdem sie aus dem Count Dooku's Schulungen raus ist sie ja nachher dann auch Kopfgeldjägerin geworden. Mhm. Mhm. Sieht man übrigens bei Bad Batch für die, wo... Genau. Und auf das freue ich mich und natürlich auf Andor. Ja, Andor, 22. Ja. April. Bin ich schon gespannt. Hey. Voll. Mhm. So, das war eigentlich ein Foreshadowing, damit ich auch noch etwas sagen konnte. Weil jetzt kommen wir, glaube ich, zu der von mir aus gesehen beste Comic-Serie, die ich je gesehen habe. Ja, also es fällt mir jetzt gar nicht irgendetwas anderes ein, tatsächlich. Es ist einfach fucking. Wir dürfen es ja eigentlich nicht sagen, jetzt müsste eigentlich so ein Sound reinkommen. Ja, genau. Darfst du seinen Namen nicht sagen? So. Ich finde das immer wieder gut. So, es ist. Da kommt Aber das das Logo. Geilste ist in der dritten Staffel. Dort hat es mich fast verrissen. Also für die, die sich jetzt fragen, über was reden die zwei Deppen da, das ist Invincible. Ja. Und ich bin ehrlich, gut, wir machen das auch schon, aber der wird definitiv jetzt Spoiler drin haben, weil es sind 3 Staffeln Sehr wahrscheinlich schon, ja. und wir müssen einfach ein bisschen darüber reden. Ich frage jetzt mal, wie hast du dich gefühlt nach dem Ende von der ersten Folge? Ja, wie habe ich mich gefühlt nach dem Ende von der ersten Folge? Also dort, wo er die Liga geht, auseinanderrupfen. Ja. Ich habe Flashbacks gehabt, ich nenne es mal so. Ja. Flashbacks im Sinne von also doch. Machst du es also gleich wie er? Ja. Aber Also, es ist brutaler gewesen, ja. als das, was der Vater gemacht hat. Finde ich. Aha, aber du redest jetzt von der dritten Staffel. Ich rede von der ersten Staffel, dort, wo der Omni-Man selber geht die Liga, Ach so, und er geht du die Liga redest von fetzen. ganz Anfang. Also dort, wo es das erste Mal so richtig siehst, was dort eigentlich so ein bisschen an Brutalität abgeht. Okay, gut, das ist natürlich schon eine Weile her, aber anyway, dort ist mir klar geworden, warum du die Serie so geil findest. Ich habe die Folge gesehen und habe ich die nicht nur geschrieben, vielleicht sogar, ich weiß es nicht mehr, es ist schon eine Weile her. Ich habe die Folge gesehen und dachte, holy, was zum Teufel geht ab? Das ist einfach The Boys einfach in Comic. Ja. Es ist einfach The Boys in Comic. Es wird einfach prügelt, das spritzige Gedärm. Einer klatscht auf den Boden, der andere liegt an der Wand und dieser Ja, hat keinen Kopf mehr. Und es ist, also, und ich spoilere jetzt mal alle 3 Staffeln, das zieht sich so durch. Und vor allem, es wird immer schlimmer. Ja, also die Art und Weise wird immer schlimmer. Ja, nein, weißt du, ich meine dort am ersten, dort, wo er nachher das Ende von der ersten Staffel, wo der Vater ihm eigentlich zeigt, was wirklich abgeht. Oh ja. Und nachher ihn einfach so gegen die hure Metro, gegen den hure U-Bahn-Zug hebt. Und du siehst einfach nur, wie die Leute aus dem Weg fliegen und überall Blut. Hey. Und dann kommt die dritte Staffel, der Schluss, wo eigentlich ja der, wie heisst der? Ich habe einen Namen. Der Invincible? Oder welcher Match ist? Nein, wo der Fetzen kommt. Der Viltrumit, der Dämmschluss. Der Destroyer da. Oh Mann, ja. Es mir gar nicht in den Wrecker. Auf jeden Fall. Dort, wo er nachher den Mark durchs Zeugs durchschleudert, dann siehst du so einen Strand, wo alle so easy sind, du siehst Kinder, es wird einfach alles vermetzget. Also die Serie ist nichts für zart Beseitete. Nein. Wenn er kein Blut oder Gewalt oder so richtig heftiges Zeug
nicht sehen können, schaue ich die nicht. Offene Brüche. Ja, Gedärme, abgetrennte Köpfe. Ja, Egal abgetrennte Teile, weiss der Gucker was. Es ist einfach nur Gemetzge. Ja. Und Aber vor allem halt ohne Rücksicht auf irgendwas. Weißt du, überall schon, Ja. irgendein Batman gegen Superman, ja, stürzt das Haus ein oder hier geht etwas kaputt. Aber du siehst nie, wie halt jetzt. Ja, jetzt ist da halt einer im Weg gestanden und der Keib zerplatzt jetzt halt, weil dieser mit Lichtgeschwindigkeit fast irgendwie durch den durchfetzt. Ja, gut. Oder dort, wo er eine will retten und am Schluss hat er nur noch so ihren Arm in den Händen und Ja. du so, okay. Easy. Und er hat eigentlich wirklich helfen. Also es ist mega brutal. Richtig heftig. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe die Serie von Anfang bis am Schluss habe ich die gefeiert. Sie nimmt sich teilweise auch überhaupt nicht ernst. Es gibt auch Szenen, ich glaube in der zweiten Staffel, wo er irgendwie so eine Comic-Con geht. Und wo nachher, er ist Ja. ein Fan von so einem Zauberhund, von so einem Superheldenhund. Ja, genau. Dann geht er an eine Comic-Con und dann siehst du dort den Zeichner. Und dort gibt der Zeichner so Tipps, wie er Comics macht, wo er gewisse Sachen kann einsparen kann. Zum Beispiel die Leute von hinten zeigen und dann musst du das Maul nicht animieren. Oder dann siehst du das nachher genau das 1:1 in der Serie. Und das ist zwar das hure lustig gefunden. Aber weißt du, welches das einfach durchs Band mein Lieblingscharakter ist? Rat mal. Alan the Alien. Ja, genau. Ich finde den Typ so genial. Er ist so gut. So, ich bin jetzt viel stärker. Krass. Er ist einfach so die Unschuld vom Land in einem keine Ahnung wie grossen Körper, Muskel bepackt mit Superkräften und hat eigentlich nur gute Absichten und es passiert ihm einfach die ganze Zeit irgendwelche Scheissdreck. Also eigentlich, wenn du so willst, er ist ein Saiyajin. Er hat Saiyajin-Syndrom. Für die das... Was ist ein Saiyajin? Saiyajin-Syndrom? Für die Dragon Ball geschaut haben, für die ist Saiyajin ein Ausdruck. Und zwar, Saiyajin ist dort ein Volk, das Planeten erobern. Und die haben eine spezielle Fähigkeit. Wenn sie auf Leben und Tod kämpfen und kurz vor dem Tod sind und sich dann wieder erholen, kommen sie einen extremen Energieschub über. Das hat der Alan auch. Jedes Mal, wenn er fast zu Tod verprügelt wird und er wieder kommt, dann wird er stärker und zwar immens stärker. Und das passiert nicht nur eins. Ja, also grundsätzlich, sind wir ehrlich, die erste Staffel, der Mark, also die Hauptperson, der kommt nur auf die Fresse über. Ja, schon. In der zweiten Staffel so, okay, jetzt fährt es, denkst du, jetzt fährt es sich wieder. Aber er kommt eigentlich durchgehend in diesen 3 Staffeln kommt er auf die Fritten über. Ja. Aber bei ihm finde ich es interessant, was er für eine Charakterentwicklung macht. Ja, absolut. Vom Superheld, der sich sagt, hey, ich muss die Menschheit und alles beschützen, und ich will niemanden töten, zum langsam in Gedanken hineinkommen, Scheiße, wenn ich die lebe, passiert immer viel Schlimmeres. Mhm. Wahrscheinlich wäre es gut, wenn ich den Bösewicht umlassen. Ja, es ist, also das zieht sich halt auch immer nur durch die 3. Staffel auch noch durch. Er kämpft auch dort immer nur mit dem Gedanken, hey, ich will eigentlich niemanden umbringen. Ja. Er probiert eigentlich alle zu retten und ja. Seine kleinen Brüder metzgen einfach schnell die 2 Brawlers ab. Das ist halt auch, hey, weißt du. Dort habe ich gedacht, okay, jetzt hat er einen kleinen Bruder. Ja, der kommt vielleicht ab und zu mal vor. Ja, denkst du. Der kann einfach aufräumen. Ja, und vor allem, ich finde es so geil, dass alle Vultramiden, das ist die Alien Race, wo er eigentlich die Hälfte in sich innen hat und wo auch der Omni-Man einer davon ist. Das sind so die Eroberer. Und die sehen einfach, die männlichen Versionen sehen zu 80% einfach alle aus wie der Freddie Mercury. Einfach mit so einem hohen Balken. Ja, schon. Sind einfach der Porno-Balken. Stimmt. Ja, aber auch weißt du, die Weiber gehen einfach auf die Fritten gehen, Mann. Ja. What the fuck?
Scheißegal. Es ist einfach scheißegal. Keine Rücksicht auf Verluste. Ja. Welcher Charakter, das ich auch noch geil finde, ist der Disco-Head, oder wie er heisst. Oh Gott. Ja. Also, Ich habe das gemacht, was du das letzte Mal gesagt hast. Es klingt so dumm. aber es ist so geil. Ich habe nachher Wie das- wieder auf Deutsch geschaltet. Ich dachte, nein, das kann ich mir nicht. Also für die, die sich... Was hat er? Autotune? Ja, auf Englisch hat er so Autotune. Auf Deutsch, Auf so ein Deutsch bisschen. auch, aber nicht so extrem. Auf Englisch tut es aber wirklich wie so ein schlechter Sänger, Es wo ist irgendein... Absolute Katastrophe. Im Fall. Nein. Ah. Und eben, es passiert ein Scheiß nach dem anderen. Also er hat eigentlich gar nie Pause. Ja, voll. Er hat wirklich gar nie Pause. Ah. Ja, und eben auch, was dort schon im Hintergrund abgeht, es gibt einfach eine Figur, der hat einfach Dreck am Stecken. Fucking Cecil. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Er also, erzählt nicht alles. ja, ich glaube, er wird einfach auch nur das eine machen, damit es gemacht ist. Ja, aber er ist, boah, er ist wie so ein Nick Fury. Ja, ein bisschen bösartiger. Oder Er ein hat, ja, nein, auch der Nick Fury hat nicht immer alles anderen erzählt. bisschen, ja, Er aber hat den Avengers nie etwas von der Captain Marvel erzählt und so Sachen. Bis es so wie war. ja, aber Captain Marvel ist ja eigentlich kein Bösewicht. Er tut die Bösewichte noch rehabilitieren, damit er sie nachher dann in seinem Team kann einsetzen kann. Er ist halt pure Grauzone. Ja, okay. Ja, Ja, also eigentlich sein Auftrag ist, die Welt zu beschützen. Genau. Cecil. Und er nutzt eigentlich jede Möglichkeit, die er bekommt. Genau. Aber und er macht eigentlich keinen grossen Unterschied. Ist es jetzt vorher böse gewesen und jetzt gut, sondern kann ich es fürs Positive brauchen? Ja, also haben damit. genau. Ja. Und das ist auch ein bisschen schwierig. Ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass er Dreck am Stecken hat an und für sich, sondern aber er erzählt halt einfach nicht alles. Ja. Weil sonst würden wahrscheinlich die meisten ausrasten. Ja. Aber eben, sonst, dir gehört jetzt eine sehr gelungene Serie. Eine Frage. Mhm. Krasseste Tod in Staffel 3. Ja gut, das ist halt das andere. So viel Tod gibt es gar nicht unter den Hauptfiguren. Okay, ja, okay. Ja, es ist nicht richtiger Tod. Schwierig. Oder auch so, ja, mal so fast tot. Eigentlich so gut wie tot. Man hat gemeint. Oh. Ja, schon er am Schluss. Meinst du? Nein, ja. Also, ich erzähle dir schon kurz meine, dann weißt du, was ich vielleicht damit meine auch. Die sich schrumpfen kann. Die hat sich doch schrumpfen. Ist doch nachher in diesen rein. Ist das nicht der zweite? Oder ist das in der zweiten Staffel gewesen? Ist das Ende Ja, wo sie am Schluss in diesen rein ist und nachher dann gross geworden ist und es platzt ist. Ja, also eigentlich hätte er ja sollen platzen. Aber er hat sich ja nachher zurückhalten, dass er nicht platzt und hat sie eigentlich wie zerdrückt innerlich. Ja, während sie grösser wurde, ist sich so, Alter, ist das jetzt euer Ernst? Muss es sein? Ich meine, ich vergleiche viel, aber dort habe ich auch so gedacht, Kollege, jetzt ist okay. Ja, das ist dort, wo sie von der Echsen überrannt wurde. Das ist dort, wo der Rex den Kopfschuss überlebt hat und nachher dann völlig am Austicken ist. Ja, das ist auch verdammt gut, ja. Ja, es jetzt... Nein, weil ich auch schlimm gefunden habe, es gibt doch den, der sich verdoppeln kann, der Bruder von ihr. Ja. Wenn er aus dem Gefängnis ausbricht. Und er sich einfach so lange verdoppelt, bis er so viel Druck aufbaut, damit das Gefängnis... Das ist so... Ey, nein. Nein. Und du siehst einfach nur so, wie es nicht einig. Ja. Und du siehst nur, wie das Zeug einfach rausfließt. Nachher so, du... Also, der hört nicht auf, ja. Es ist so wüst. Oh, nein. Ja, was... Es gibt ein paar Sättige, die einfach hure wüst sind.
Ja, Also ich glaube, ich glaube, ganz ein perfekter Titel für die Folge. es ist einfach zu viel. Es ist einfach richtig, nein, es ist richtig Wüst. Es ist richtig wüst. Ey, Weil aber ich, es ist, weil ich habe nämlich nachher einen Film, wo genau, also, also ich habe auch 2 Filme, die richtig wüst sind. okay, Wenn wir zu den Filmen übergehen. können wir gerade rüber. Soll ich jetzt gerade mit dem Film anfangen? Ja, komm, Das ist ein erzähl perfekter mal. Übergang. Ich habe Mr. No Pain geschaut. Bitte nicht zu viel erzählen, dann würde ich gerne anschauen, aber ich Ja, weiss, um was es okay. geht. Gespielt vom Jack Quaid. Den kennen vielleicht die meisten aus The Boys, der Huey. Der hat einfach einen Fetisch für so Hey, Scheiß. ich habe notiert, Jack Quaid wird mal wieder verprügelt. Es ist einfach, es ist, es ist einfach The Boys als Film ohne Superhelden. Richtig, ja. Also Richtig. es ist auch der Film, nichts für zart beseitigt. Auch wenn er witzig aussieht und witzig tönt, er ist heftig, er ist blutig. Vor allem eine Szene, du wirst, du wirst, wenn du den Film schaust, wirst du mir schreiben, nachdem du den geschaut hast am Schluss. Ich weiß es jetzt schon. Weil ich bin dort gehockt und dachte, was zum Teufel? What the fuck? Also, für die, die es vielleicht nicht wissen, der Mr. No Pain ist ein Typ, der glaubt, es gibt ja Menschen, die spüren keinen Schmerz. Genau, er hat keine Schmerzen. Genau. Und dann wird, glaube ich, seine, ja, weiss nicht, die Frau entführt, die er irgendwie gern hat und will sie nachher dann retten. Mhm. Und der eine sagt, ja, du bist ja irgendwie wie ein Superheld, aber eben, eigentlich ist er ein ganz normaler Dude, spürt einfach keinen Schmerz. Also, ich Ja. glaube, wenn er mit dem Kopf schießt, ist er gleich tot. Ja, sterben und alles kann er trotzdem. Er kann auch verbluten und alles. Er spürt es einfach nicht. Und das nutzt er halt nachher durchs Gewand aus. Der Film ist einfach zu viel. Es ist einfach wüst. Er ist einfach wüst. Genau, sind wir wieder dabei. Also ich habe nur die Szene gesehen im Kino, wo ich bin im Kino gewesen, zu dem komme ich näher, Mhm. wo er irgendwie eine Scheibe kaputt schlägt oder irgendetwas und nachher Ja. die Füße so in den Boden reinrammt Ja. und nachher so spitz hat und der Kollege zu ihm sagt, Alter, du bist nicht der fucking Wolverine. Und es ist einfach so, wie er so Glasscherbe in den Füßen drin hat Ja. und du so, okay. Aber das ist noch heilig. Hey, also wirklich, der Es wird Film immer schlimmer. hat Szenen drin. Du weißt manchmal schon, also es passiert etwas und du weißt schon, oh shit. Mach's nicht. Da wird er noch etwas machen mit dem. Weißt, ich weiss, aber irgendwie Glas splittert den Boden, dann weißt du genau, Scheiße, er wird seine Hände drinnen dünken. Das habe ich so gesagt, weil es halt du gerade erklärt, aber es gibt ein paar Szenen, wo so etwas vorgängig passiert und du weißt nachher genau, was er damit macht, irgendwann. Und du so, oh nein. Oh nein. Aber weißt du, das ist wirklich genau so eine Rolle für ihn. Ja, absolut. Und er irgendwie auch gefoltert wird und er hat, glaube ich, auf der Seite, also sieht man alles im Trailer, das ist kein Spoiler. Okay. Und er irgendwie so eine Pfeile in der Seite Ja. drin hat und der andere rupft Traumen zum einem Foltern. Und er so, es tut weh. Aber er könnte gar nicht, er weiß gar nicht, was Schmerz Genau. ist. Er faked eigentlich den Schmerz so, oh nein, nein, ja, oh. Oh Gott. Oh, so gut. Oh Gott. Also habe ich ganz unten angefangen mit meiner Liste. Ja, weiss nicht, soll ich auch gerade mit meinem grusigsten anfangen? Ja, mach, wenn wir schon bei wüsten Sachen sind. Wir haben Smile 2 geschaut. Oh, Das ist okay. ein Horrorfilm. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich bin hure positiv überrascht. Der Schluss ist scheiße, wie bei vielen Horrorfilmen. Aber sonst hat er hure geile Sachen drin. Okay. Wir haben den ersten Teil mal geschaut, mein Bruder hat auch gesagt, hey, den musst du schauen, der ist cool. Und der hat
Er hat Jumpscares drin, aber nicht viel und die sind hure gut. Smile 2, was ist das? Smile 2, es geht darum, ähm, es gibt einen Dämon in dieser Geschichte, wo sich das ist eigentlich wie ein Parasit, so wie so sonst ist, und der bringt dich dazu eigentlich, dass du Halluzinationen hast von Leuten, die dich anlächeln. Ja, Mit so einem richtigen psychischen Lachen. genau, nicht ein schönes Lächeln. Nein, es ist ein richtiges psychisches Lachen. Und das Ziel von diesem Dämon ist eigentlich immer zum nächsten Wirt überzuspringen. Und das macht er, indem dass er seine aktuelle Wirt dazu bringt, sich vor einer anderen Person umzubringen. Also respektive, wenn du am Opfer zuschaust, wenn er sich weiss, Gucker, was alles aufschlitzt, der schwappt er über. In unserem Fall ist das ein Typ gewesen, der sich mehrere Mal, glaube ich, ein Gewicht von einem, von einer Hantel in die Fresse hineinschlägt. Und du siehst eigentlich auch so, wie das ganze Gesicht deformiert ist. Es ist verdammt wüst. Eben, es ist verdammt wüst. Aber tatsächlich, was mir halt gefallen hat bei diesem Film, du hast den Anfang und dann hörst du die Musik und das hat mich einfach gerade so in eine 80er-Version Horror reingeschletzt. Es ist so ein Synthesizer, der irgendwie so wie kaputt tönt. Ja. So, und das hat so einen geilen Effekt gehabt. Dann das Zweite ist schon, es gibt Kameraführungen, weißt du, so, dass sie näher ans Gesicht hinzoomen, was sie auch ja früher hure viel gemacht haben. Das war drin, auch sonst. Also, mir hat er eigentlich mega gefallen. Er hat ein paar hure geile Jumpscares drin, wo ich einfach extrem lachen. Das muss ich jetzt einfach erzählen. Sie liegen im Bett. Also, sie hat einen Unfall gehabt. Die Hauptperson. Mhm. Und sie träumt eigentlich zur Nacht von dem und wacht auf und sie hat eine Kollegin bei sich. Und sie hat eben einen Autounfall gehabt, bla bla bla. Und nachher schaut sie der Freundin, die im gleichen Bett liegt, schaut sie ins Gesicht und dann hat sie das grusige Lächeln auf dem Gesicht. Und nachher von ihr das Gesicht leuchten und du hörst einfach nur so ein Lastwagenhorn. Ey, ich hab so fest müssen lachen. Das war so gut gewesen. Also eben, der Film nimmt sich teilweise auch nicht so ernst, aber ich finde, die schauspielerische Leistung ist gut. Die Effekte sind wüst. Die Musik ist gut. Das ganze Ambiente ist nicht schlecht für einen Horrorfilm. Okay. Und die Tatsache ist, die beste Figur, die dort mitspielt, mit einem Lächeln, ist der Sohn von Jack Nicholson. Jack Nicholson Shining. Ja. Jetzt musst du weißt doch nicht, was der für ein Lachen hat. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Ray Nicholson, sein Sohn, er hat genau das gleiche Lachen. Also genau das gleiche Grinsen. Aber ja, ich weiss welchen. Den kenne ich aus einem anderen Film. Ja. Genau, und der hat dort genau so einen Auftritt, wo er eigentlich nur aufsteht und auf so zuläuft mit einem so einem breiten, hässlichen Grinsen. Und er bringt das so wüst hin. Aber es ist episch. Das ist so wie der ja, jetzt weiss ich wieder, wo ich der ist bei Mr. No Pain, hat er auch mitgespielt. Sicher? Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, woher kenn ich den? Ja, der hat mal mitgespielt. Ja, stimmt. Ich sehe es auch gerade. Nein, aber es gibt wenig Leute, die so solche Lachen drauf haben. Weißt du, wer hat auch so eine Lache drauf? Jim Carrey. Ja, okay. Gut, das sagt er jetzt halt nicht, aber ich habe das mal im Discord geschickt. Du siehst einfach den Typ, der so auf dich zuläuft. Ja, genau. Ja, die Szene habe ich tatsächlich auch mal gesehen. Es könnte sein, dass die im Trailer gekommen ist. Ja, die kommen im Trailer. Das er hat zwar nicht so eine grosse Rolle drin, sonst. Ja. Aber ja. Nein, aber wer auch so ein ganzes crazy Psycholachen hat, ist der Bill Skarsgård. Ja, gut. Mit Es. Wo er halt wirklich, er hat sich das halt antrainiert. Dass er so
seine Lippen so. Das, Ich finde es halt noch wüst, dass er irgendwie dort noch so schiefe Zähne hat und dass halt seine Augen nicht gerade ausschauen. ja, gut, das Das kommt ist halt noch hure dazu. wüst. Das kommt halt noch dazu, ja, voll. Ah, so gut. Der Bill Skarsgård. Da bin ich. Alter, ist eigentlich da der neue Film draussen, der Nosferatu? Nosferatu ist draussen, ja. Den würde ich eigentlich auch noch gerne sehen. Also ich meinte mal. Bin nicht sicher. Oh, mal gucken. Ja, voll. Alter, schon letztes Jahr. Okay. Gut, Ende, am 26.12. Nein. Ja, spielt ja auch keine Rolle. Ja, 132 Minuten, da gebe ich mir bis nächstes Mal. Easy. Dann mache ich mal weiter. Und zwar gehen wir mal ein bisschen in ein schöneres Thema rein. Ja, habe ich das mal eben nicht. Gar nicht. Ja, vielleicht. Also ich habe im März meine Göttikind hüten. Und dann, oder ist das im März? Ja, ganz am Anfang Monat, 1. März, glaube ich, habe meine Göttikind hüten. Und da haben wir natürlich aus dem Vollen geschöpft, Pizza und alles drum und dran jetzt gegeben. Und Geil. haben wir so einen Film, zuerst haben wir ein Nintendo gespielt und nachher haben sie sich gewünscht, dass wir Sonic 3 schauen. Haben wir Sonic 3 geschaut. Oh. Und Oh. ich weiß nicht, ob man schon mal geschaut hat. Ich habe ihn schon lange gehabt. Aber das ist tatsächlich gar nicht mehr so bad. Es ist wirklich witzig, es ist nice, es ist gut gemacht. Jim Carrey einfach wieder par excellence. Ich sage nur Tanzszenen. Ja, vor allem, er spielt halt zwei Charaktere. Er nimmt das sogar, glaube ich, auf GP ein. Während dem Film. Schon? Das habe ich jetzt, Ja, er sagt, glaube ich, irgendwann er wird ja nur einmal bezahlt für das. Und dann schaut er irgendwie so in die Kamera, glaube ich. Also vielleicht ist das irgendwie so ein Easter Egg oder keine Ahnung. Hey, aber das war wirklich einfach ein cooler, guter Film gewesen. Ich muss aber tatsächlich überlegen, ob ich den zweiten überhaupt mal gesehen habe. Ich weiss, den ersten habe ich auch mal, ich glaube, da bin ich sogar mit dem Götti-Bub im Kino schauen. Wenn mich nicht Der alles erste habe ich täuscht. auch gesehen. Bin ich nicht Ja. sicher, aber ich weiß nicht, ob ich das 2 geschaut habe. Aber das 3 ist wirklich ein cooler Film. Aber auch die Animationen und alles mega gut gemacht, richtig nice. Keanu Reeves als Vertonung vom einen Charakter ist auch mega nice gewesen. Er ist, glaube ich, der Böse, also respektive der Der Shadow. Shadow Sonic, ja. Genau. Oder der Shadow. Ja, er hat also halt der deutsche Synchronsprecher von ihm, aber sie haben halt die so übernommen. Er ist wirklich mega, mega cool gewesen, mega toll, muss ich sagen. Richtig cooler Film. Darf sich jeder mal gönnen. Das ist ein Film, wo jeder darf schauen. Jeder kann schauen, außer ihr habt den Sonic nicht gern. Ja. Kommen wir wieder zu Wüstensachen, Nolan. Ich nehme nochmal einen, der so ein bisschen lockerer ist. Okay. Ich habe als erstes, ich habe den schon ewig mal schauen, aber auch nie hinbekommen. The Seventh Son. Oh Mann, der sagt mir etwas. Der ist mit dem Jeff Bridges Ah, ja! und mit der Julian Moore. Ja. Ja. Und mit der Alicia Vikander, mit der Tomb Raider-Darstellerin. Richtig. Und tatsächlich, ja. Und mit dem Kit Harington von Game of Thrones, Jon Snow. Und mit dem Jimon Honsu. Ja gut, der Kit Harington. Den kennt man aus Gladiator. Der hat einen kurzen Auftritt. Aber er macht mit! Ja, er macht mit. Nein, es ist eigentlich... das ist so eine Adaption, also es ist von einem Buch. Mhm. Heisst
Spuk, der Schüler des Geisterjägers. Also es ist eigentlich ein, ja, von mir her John Sinclair, gell? Also Geisterjäger und so. Ich dachte, cool, schau ich mal. Es ist eigentlich wie so eine Art The Witcher, einfach ohne gross, dass er jetzt der Witcher ist. Ja. Er ist einfach so es ist ein Tempelritter, glaub's, wo Dämonen oder Geister jagen in dem Sinn. Ist ein solider Film ist es eben leider nicht, weil da gesagt ich jetzt eher eine Serie wieder ein Film, weil es ist so ich sag's einfach, das ist der Green Lantern Effekt. Es ist einfach eine riesige Geschichte innerhalb von knapp 1,5 Stunden gewürgt. Ja. Und tatsächlich eigentlich es ist eigentlich eine Fantasy-Geschichte. Ich finde es mega cool. Es hat coole Effekte drin. Die Story wäre eigentlich mega interessant. Aber es wird dir alles so hingeworfen. So ich habe da geschrieben, der Film hätte Potenzial und ich fand ihn manchmal gut, aber dann wieder kompletter Mist irgendwie. Und ja, also es geht eigentlich darum, eben, sie haben dort einen Geist, den sie jagen müssen, oder respektive eben der Jon Snow, der ist plötzlich weg und er sucht einen neuen Apprentice. Und er geht den 7. Sohn vom 7. Kind holen. Irgendwie so ist das. Und der hat nachher dann immer spezielle Kräfte. Ja. Und nachher dann geht er eben mit dem Geister jagen und so. Und ja. Aber es entwickelt sich dann zu einem relativ schnellen Film. Und ich halt schade finde. Aber ja, kann man sich geben. Ja, aber nicht zu erwarten. Punkt. Ja, ich weiss, ich habe, es ist ja schon ewig lang her, wenn ich den geschaut habe, tatsächlich. Das ist ein paar Jahre her. Aber ich weiss noch ungefähr, um was es geht. Und das ist absolut, ich hätte bei dem auch mehr eine Serie gesehen. Einfach so, Ja. wäre vielleicht eine Staffel gegangen und dann hat sie sich vielleicht für die zweite noch irgendetwas aus den Fingern gezogen. Aber, also, ich hätte da locker eine Staffel gesehen mit vielleicht 10 Folgen. Das hat locker gelangt. 10 Folgen an 50 Minuten. Da hättest du diese Sachen viel besser können erklären können. Tatsächlich. Ja. Schade, es gibt immer wieder so Filme, wo eigentlich mega Potenzial hätten, die dann aber irgendwie halt angeschlittert werden. Ja. Oder Geschichten, sagen sie so. Ja, wie wir das letzte Mal kennen, Mortal Engine geht genau das Gleiche Ja, rein. genau. Voll. Tatsächlich habe ich auch so einen Film. Ich weiß jetzt noch nicht, wenn man es genau ausspricht, The Gorge geschaut oder der Gorge oder der George oder... Der Gorge. Nehmen wir nicht den Gorge. Ja. Gehen wir wieder. Es ist einfach ein Wüst. Ist ein aktueller Film mit, jetzt habe ich nicht einmal aufgeschrieben, mit wem. Mit dem einen Schauspieler von Top Gun, mit dem Miles Teller, mit Anya Taylor-Joy und mit der Sigourney Weaver. Ah, sind das da irgendwie die 2 Scharfschützen? Ja, die 2 Wachtürme. Ja. Ich habe tatsächlich nicht viel dazu geschrieben, eigentlich nur gute Idee, schwach ausgeführt mit einigen Plotholes. Tatsächlich. Schade. Ja. Ich habe den Trailer mal gesehen, ich habe Bilder gesehen und dachte, das sieht eigentlich mega interessant aus. Was ist echt das? Es ist ein Graben, die 2 Wachtürme, um was geht es echt irgendwie? Und der Moment, wo ich dann wo dann gewusst hast, was sie bewachen und wo das gesehen hast auch mal, hat er irgendwie so mega abgegeben. Sobald das Mysterium gelöst war, eigentlich, hast du eigentlich den Film hast nachher genau gewusst, was wahrscheinlich wird passieren. Und hast den Film so ein bisschen können, ja, so, ja, ich lasse jetzt mal nebenbei laufen und mache noch etwas anderes. Ich sag's mal das ist so. schade. Ist vielleicht eine Geschmackssache, aber ja, es ist einfach sehr vorhersehbar geworden, habe ich das Gefühl gehabt. Nichtsdestotrotz, man kann auch schauen, aber es ist ein ganz neu, ist glaube im Februar rausgekommen. Ich glaube auf Apple
Kann man auch, glaube ich, Prime, schauen. Oder Prime sogar Apple auch. TV. Nein, es ist schon nur, dort ist, glaube ich, nur, warte, ich kann ja mal schnell schauen, der Gorgi. Ja, also wir in der Schweiz können nicht schauen auf Prime. Yay. Wer hätte das gedacht? Das Ja. check ich auch nicht. Hat aber auch nicht so eine riesen also er hat nur 63% bei Rotten Tomatoes bekommen, also ist halt so ein bisschen, ja. Aber so einmal schauen, warum nicht? Ja, es gibt aber viele Filme, wo ich eben auch sage, hey, ich habe sie mal gesehen. Seventh Son würde ich jetzt auch dazu zählen. Ich habe ihn mal gesehen, ist schon unterhaltsam, easy, muss ich nicht mehr schauen. Ja. Ich habe tatsächlich noch 2 Filme genau so drauf, wo ich sogar draufgeschrieben habe, zum einen schauen. That's it. Okay. Willst du dich gerade noch hinten nachschmeißen? Weil du hast ja eh noch ein paar Filme. Ich habe noch 1, 2, 3 habe ich. Also eigentlich 4, aber 2 nehme ich zusammen. Okay, gut. Ja, dann hau ich noch einen hinten nachher, wo eben genau auch so einen ist, so zum einmal schauen. Ich habe The Electric State geschaut von Netflix. Das soll ja Aber eine... das ist schon ein Film, gell? Ja. Und soll Ich ja denke, es irgendwie, gibt ich glaube, eine von der teuersten Produktionen sein, die Netflix je gemacht hat. Jetzt ist ja die 50. Sehe ich nicht, aber ja, okay. Dazu geschrieben, gut einiges gesehen zu werden. Er hat einen guten Cast, auch die Animationen und so. Also, da siehst du, okay, das Geld haben sie in etwas reingesteckt. Ich verstehe einfach nicht, wieso es wirklich so teuer war, aber das interessiert mich eigentlich nicht. Aber, genau. Verdammter Cast! Ja, ist wirklich ein guter Cast. Chris Pratt, Millie Bobby Brown, wie heißt der andere schon wieder? Stanley Tucci. Stanley Tucci. Woody Harrelson spielt schon. Giancarlo Esposito. Ke-Huy Kwan, den kennen nicht auch viele, der kleine Bub von Indiana Jones. Ja. Und eben der Giancarlo Esposito, das ist, glaube ich, auch, also gemäss der Alan Tudyk, das hättest du auch können. Das ist der Cosmo, der wird wahrscheinlich irgendwie wieder irgendeine Figur haben. Ja, genau. Es hat gewisse, die einfach eine Figur gespielt haben. Ja. Also, oder einfach die Voices. Also, es geht ja um Roboter in dem Film. Und da gibt es halt wahrscheinlich eben, also ich sehe jetzt auch gerade, Anthony Mackie hat mitgespielt, aber der wird wahrscheinlich im Englischen einfach an einem von diesen Voice geben haben. Kann ich jetzt mal davon aus. Weiß ich es tatsächlich gar nicht genau. Die Story ist okay, aber nichts Originelles und teils halt eben auch wieder recht vorhersehbar, habe ich das Gefühl. Ist, ja. Ich glaube, momentan ist alles relativ schwierig, was so an Filmen und Serien wieder rauskommt. Es ist viel Zeug, es kommt raus, aber irgendwie nichts hat so ein bisschen Hände und Füße, denkt es mir. Manchmal. Ja, es ist, also einen Film habe ich noch, der hat mich ein bisschen überrascht, den komme ich dann nachher dazu, aber also ich habe auch einen, den ich sehr gut gefunden habe, also in einer gewissen Art und Weise habe ich ihn sehr gut gefunden. Zu dem komme ich aber am Schluss. Ich nehme jetzt gerade den anderen, der eben auch genau so war, der ist okay zum einen zu schauen. Ich habe Old Guy geschaut. Das ist ein relativ neuer Film, wenn es mich gerade so nicht täuscht. Oder von letztes Jahr. Ist mit dem Christoph Waltz und mit der Lucy Liu. Christoph Waltz sollte die meisten kennen, gar nicht jetzt mal davon aus, von Django oder schüchtiger blutiger Film von Tarantino. Inglourious Basterds. Genau. James Bond hat er noch mitgespielt. Ja, richtig. Aber es ist eigentlich ein recht anständiger Cast, aber Christoph Waltz, ich schaue dem mega gerne zu. Was ich halt schade gefunden habe, der Waltz carried so den ganzen Film. Also er trägt eigentlich so den ganzen Film auf seine Schultern. Wahrscheinlich das macht er noch bei dir. Ja, aber es ist so, sagen wir mal, würdest du einen anderen Schauspieler anstellen? Weißt du, so einen 0815-Film, den du wahrscheinlich nicht würdest schauen.
Okay. Lucy Liu, die kenne ich wahrscheinlich auch viele, ist recht eine erfolgreiche Schauspielerin. Drei Engel für Charlie. Zum Beispiel, genau. Die hat aber für das, dass sie so ein Star ist, eine mega verschwenderische Rolle eigentlich. Also, sie kommt vor, aber sie hat wie so irgendwie keinen wirklichen Sinn, die Rolle, also der Charakter. Okay. Auf eine Art schon, aber trägt sehr wenig irgendwie wirklich zu der ganzen grossen Geschichte bei. Also, ja. Was ein bisschen ist, es hat teilweise so von der Art vom Film so ein bisschen Guy Ritchie-Vibes gehabt wieder. Also so, Okay. so die Art, wie er gemacht ist und so. Der Film an sich ist, kommt nicht an Guy Ritchie-Film an, natürlich, aber ab und zu habe ich so das Gefühl, es ist so das Feeling so gewesen, so. Aber ja, aber ein Film zum einen schauen, für einen ist er unterhaltsam und dann habe ich das Gefühl, wird man den wahrscheinlich nicht mehr Nie mehr anlängen. wieder gesehen. Ja, wahrscheinlich ja. Genau. Wenn ich jetzt richtig sehe, der die Regie geführt hat, hat auch Lara Croft Tomb Raider gemacht. Und Con Air. Also einfach die Das Regie. kann sein, ja. Mechanic, Expendables. Simon West, Ja, ja. der Mechanic. Aber das ist nicht der mit dem. Der, den ich meine, ist der Maschinist. Das ist ein anderer. Der Mechanic mit dem Statham, der ist tatsächlich auch noch ein guter. Im Fall. Okay. Ein recht cooler Film. Ja. So, Ja. bist du ready? Ich komme mit einer Schuss Nostalgie-Preise hinterführen. Geil. Und zwar, in der Schweiz gibt es die Möglichkeit, es gibt eine Seite, die heisst, glaube ich, The Ones We Love oder so. Classics. Und das ist eine Seite, wo du kannst abstimmen, was für Filme, für alte Filme, im Kino sollen kommen. Warte, ich warte so schnell, ist richtig. The Ones We Love. Aber heisst's. oneswelove.ch. Ich weiß nicht, für was es ist. Schweinische Filme, das sie kommen. The Aber- Ones We Love. Aber nur in einem spezifischen Kino. In spezifischen Kinos. Also jetzt da zum Beispiel, bin jetzt gerade auf der Seite. Da gibt es, glaube ich, irgendwann mal im Juni gibt's einen Marathon von Herr der Ringe. alle 3 Filme an einem Tag. Das sind auch die, wo wir oder wo wir können abstimmen für Prinzessin Mononoke, wo wir schauen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das mit dem Herr der Ringe, das ist, glaube ich, irgendwann zu Luzern. Wenn es mir recht ist, im Juni. Ja, im Juni, The Lord of the Rings Triple Feature, Sonntag vom 10 Uhr am Morgen und der letzte startet am 7 Uhr zu Abend. Das ist langweilig, das habe ich vor ein paar Jahren selber gemacht. Ja. Aber das heisst, es sind nicht einmal die Extended Editions, hä? Wahrscheinlich nicht. Ja. Rookie Numbers. Ja gut, von 10.30 bis 14.40. Ja, aber dann Das ist könnte es schon länger für den Edition ersten. sein, ja, ja. Der von 14.40 bis 17.00. Ja, dann sind es Extended. Okay, Das gut, ist habe ich schnell. gesagt. Habe ich gesagt. Auf jeden Fall, eben solches Zeugs kann man dort anwählen und dann kann man dort so ein bisschen. Und was wir eben hatten, war, dort, wo wir am ins Kino gehen, ist Alien gekommen. Oh, okay. Der allererste Alien. Ah, nice. Und ich habe noch nie einen Alien-Film gesehen. Ja. Mal, jetzt habe ich ihn gesehen. Und ich bin dort in diesem Kino reingehockt und habe mir gedacht, what the fuck? Habe ich verpasst. Ja, Ja? fix. Aber ich bin ehrlich, ich bin froh, bin ich da gerade im Kino schauen. Das hat, also Ja. er war auf Englisch gewesen, und das hat so einen Effekt gegeben, weißt du, mit diesen hohen Bühnenbildern und
Zeug und ich habe das hure gefeiert dort. Ich habe das hure gefeiert. Das So rund um glaub ich. die herum hocken eigentlich alles so die, eben so die, neben mir ist einer gehockt, der ist genau gewusst, das ist so ein hure Nerd. Der Easy, der ist einfach nur ins Kino, hat den Film schauen und dann ist er wieder hey. Aber das ist ein richtig gutes Kino-Feeling gewesen. Ja, nice. Ja, ich sage, Und hey, ich muss kurz dazwischen rühren. Danke, dass du mir die Seite... Ich habe die nicht gekannt. ich eben auch nicht. Und ich finde es gar mega geil. Ja, und Scarface. halt so noch, Fucking Scarface im Kino. Scarface im Kino, eben Interstellar, The Matrix, Inception noch eins. Also sie teilweise ganz alte, teilweise noch neuere Filme. E.T. und Back to the Future. Snatch! Ja, eben. Blade Runner. Und zwar der alte. So gut. Blues Brothers. Gladiator, The Big Lebowski. Gut, finde ich jetzt nicht so. Brokeback Mountain. Ist auf der Liste da für zum Voten. Entschuldigung. ich sehe, Alter, ich sehe gerade auch die unendliche Geschichte, 135 Volts. Ja, ich schaue jetzt Rocky tatsächlich Horror- nur Luzern. Aber Rocky Horror Picture Show, Mad Max, Psycho, eben jenste Ghibli-Filme, Braindead. Reservoir Okay. Dogs. Den will ich aber nochmal schauen, den habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist schon ewig her, wenn ich den mal gesehen habe. Drive. Eben Pulp Fiction, tschüss Zeugs. Fucking Predator, The Shining. Jenste Filme könnt ihr dort eben voten. Hey, mega cool. Ja, die Seite muss ich mir gerade bookmarken. Jedes Ding. Ja. Mega. Genau. Und eben, also grundsätzlich zurück zum Film, er hat mir mega gefallen. Eben Bildgewalt ist. Es ist einfach, du merkst, wer den Film gemacht hat. Es ist einfach fucking awesome gewesen. Sorry, meine Wortwahl. Aber es ist fucking awesome gewesen. Also die Folge wird wieder E-rated. Automatisch. Finde ich gut. Ja. Aber jetzt ziehst du alle Alien auch noch rein. Ich gebe mir es auch wahrscheinlich. Aber, jetzt muss ich fragen. Hast du zum Beispiel Prometheus gesehen? Nein. Auch nicht? Nein. Okay, gut. Ich weiss, dass das alles miteinander zusammenhängt. Ich weiss sogar, dass der Ridley Scott mal davon geredet hat, oder respektive, wenn man so weiter spinnt, es gibt ja auch die Story, dass Dune, Alien und Blade Runner alles so im gleichen Universum spielt. Ja, aber das... Es gibt gewisse Zusammenhänge. Weil ich glaube, bei Blade Runner tun sie auch das Zeug schnüffeln, wo es in Dune geht. Irgendwie sowas. Ja. Aber gut, das sind halt alles, würde noch Sinn machen, weil es sind alles Filme irgendwo mit dem Ridley Scott zu tun haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, mal ursprünglich wäre so gedacht gewesen. Aber eben, das ist, haben wir dann, glaube ich, nicht gemacht, weil man einfach gesagt hat, das kannst du nicht machen. Das ist too much. Es wäre einfach wüst. So, jetzt habe ich es nochmal gesagt. Ja, und Alien kann auch ein bisschen wüst sein. Boah, Dune, hey. Ich bin gespannt aufs Game. Ich auch. Ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, das gebe ich mir. Das ist MMO, gell? Ja. Für die, die es nicht kennen, Massive Multi Online. Oder? Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. MMORPG. MMORPG. Genau. Aber MMO heisst einfach Massive Multiplayer Online. Ja. Genau. Abkürzung, genau. Ja, es kommt ja gegen Ende oder Mitte Mai kommt's raus. Ich finde, sorry, wenn wir jetzt so auf Thun abdriften, gell? Aber, auf Thun? Auf Thun, ja, genau. Auf Thun? Nein, nicht auf Thun. Thun als Multiplayer. Ja, genau. Ja, genau. Nein, aber ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, wo wir über Thun geredet haben. Ich weiß nicht, warum ich jetzt das rolle. Das ist wegen Thun, Mann.
Ich find die ganze Welt, die ganze Geschichte drumherum einfach interessant. Und ich hoffe, ich komme mit dem Game ein bisschen mehr rein. Ja, aber ich glaube, das erste Buch hatte ich daheim zum Lesen, aber als ich dann den Film gesehen habe. Und scheinbar werden die Bücher irgendwie hure komisch. Ja. Ich glaube, das dritte Buch handelt dann davon, dass er ein Wurm ist. Irgendwie so. Okay. Oder einer von diesen Würmern, oder keine Ahnung. Es ist. Ja, weiß auch nicht. Alles klar. So, welche Filme hast du? Ich habe noch 2. 1, 2, 3, 4. 4. Also Also mach komm, hau mal 2. einen raus. Ich habe. Okay, ich mache zuerst den nicht ganz so gut. Ich habe Captain America Brave New World geschaut. Der neue Captain America Film. Leider wirklich schwach, sehr vorhersehbar. Ist das der mit dem Harrison Ford? Ja, Entschuldigung. genau. Hat es irgendwie einfach nicht gebraucht, habe ich das Gefühl. Ja, also weißt du, er ist so ein bisschen deplatziert. Die Geschichte ist erzählt, von Endgame ist fertig. Man hat in der Serie gesehen, wenn er zum Captain America wird, der Falcon. Und jetzt kommt der Film, ja, es ist so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, und vor allem nachdem ich die Vorankündigung jetzt gesehen habe von Avengers Doomsday, wo wir einfach alle fast ausgerastet sind im Chat, das ist krass. Ja. Ich habe das Gefühl, den Film haben sie eventuell auch ein bisschen gemacht, um auf das vorzubereiten. Weil, und das ist vielleicht, ist kein riesen Spoiler, aber es wird ein neuer Falcon vorgestellt. Eigentlich. Also man sieht, wer als eigentlich jetzt die Rolle vom Falcon übernimmt. Weil er ist ja jetzt nicht mehr der Falcon, er ist jetzt der Captain America. Und der Schauspieler ist ja auch auf einem von diesen Dingen auf der Sessel. Also der Name. Wo Produktionsstart für Avengers Doomsday vorgestellt worden ist. Dass sie wahrscheinlich die Verknüpfung ein bisschen besser haben können überbringen. Nicht, dass so, hey, ich bin der neue Falcon, hallo. So wie Avengers Doomsday dann auftaucht. Ja. Könnte vielleicht ein Mitgrund sein für den Film. Ich habe gerade die Liste auf. Es ist einfach riesig. Mann. Ja. Was mir ein bisschen fehlt, also was mir jetzt in Bezug zu dem fehlt, ist die Serie Thunderbolts. Die habe ich nicht gesehen. Da geht es ja aber auch so um solche Charaktere, die eher vielleicht ein bisschen nebendran gespielt haben, teilweise. Yep. Vielleicht ist es jetzt schon vorgekommen, das weiß ich tatsächlich nicht. Was ich aber cool gefunden habe, ist, dass sie mit dem Film ein Stück weit den Kreis geschlossen haben. Von bezüglich EM und so. Nein, bezüglich Marvel-Universum allgemein. Weil man hat immer von Anfang an so ein bisschen weißt du, also, okay, ich sag's mal so, wie ich es ausgeschrieben habe. Die alten Hulk-Filme mit dem Eric Bana sind endlich richtig verknüpft mit dem MCU. Warum? Der Charakter, wo der Harrison Ford ja spielt, der ist ja der General gewesen, damals im ersten Hulk-Film dort. Ah, okay. Genau. Und so verknüpft jetzt eigentlich das, was dort passiert ist. Es hat sich immer so ein Fehl am Platz gefühlt. So. Und viele haben ja gar nicht gewusst, gehört das zum MCU oder nicht, weil wir haben nachher über all die Jahre einen ganz anderen Hulk gehabt, also Schauspieler, weißt du?
Ja, man hat jetzt erst Eric Bana gehabt, dann hat man Der Mark Ruffalo ist nachher gekommen. Ja, zuerst ist noch der Edward Norton gewesen. Ah, ja, stimmt, der Norton ist ja auch noch gewesen. Stimmt, richtig. Ja, weil dort hast du eigentlich schon den ersten Punkt gehabt, wo, glaub, der Typ von Shield auftritt. Ja. Ja. Oder wer Am Schluss ist ja, glaube ich, am Schluss von Hulk ist dort gekommen, ist das die Bar-Szene gewesen? Echt? Ich weiß nicht, aber am Schluss hockt er auch mal dort irgendwie in seinem Häuschen innen und glaubt, ist es nicht irgendwie der Tony Stark, der sagt, ja, jetzt gehen wir noch anfragen, irgendwie so. Ich weiss es oder nicht mehr, irgend so etwas ist mal gewesen. Aber auf jeden Fall, das habe ich cool gefunden, dass klar, der Harrison Ford hat damals nicht den General gespielt im alten Film. Ja. Ein anderer Schauspieler gewesen. Aber nichtsdestotrotz, der Charakter, alles, auch die Tochter ist auftaucht. Tatsächlich hat Liv Tyler einen Auftritt gehabt. Ich habe das sehr krass gefunden. Ich habe gedacht, holy shit, okay, dass sie die dazu bekommen haben, die Rolle zu spielen. Heftig. Die Betty Ross. Genau. Hey, Scheiße, das war Jennifer Connelly dort, wo die war mit dem Benna. Mhm. Okay, es ist aber durch das haben sie die alten Hulk-Filme so ein bisschen eher verknüpft mit dem MCU. So, okay, der Ross ist jetzt, ich tue jetzt nicht Spoiler, aber der Ross ist jetzt in dieser Position. Hat also das gemacht jetzt und so, ja. Das ist wirklich cool an dem Film. Aber sonst, wenn es nicht das alles gewesen wäre, ja. Ja, aber ich glaube eben, das ist schon irgendwie momentan mega schwierig bei diesen Filmen. Es ist so viel irgendwie, wo jetzt miteinander verknüpft wird. Also ich bin jetzt wirklich sehr gespannt auf Doomsday. Mit dem Cast, den sie abgelesen haben. Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, 80% vom Geld verschleudern die einfach wegen diesen Typen dort. Es ist einfach so ein Oppenheimer in Marvel. Weil in Oppenheimer ist ja auch alles vorgekommen, wo man war. Ja, voll. Der Äpfelheimer. Ich könnte mir aber eben vorstellen, dass bei Doomsday vielleicht so weit kommt, dass sie halt viele Charaktere, dass die nur so einen Kurzauftritt haben, wie bei Doctor Strange damals. Ja, so, das fände ich irgendwie hure schade. Ja, absolut. Also darum, man wüsste es nicht. Es ist so richtig so die Frage, ja, okay, was machen wir jetzt mit dem? Ich finde es vor allem auch krass, dass der Patrick Stewart und der Ian McKellen mitspielen als anscheinend Magneto und Professor X. Mhm. Weil das, ich glaube, ist es nicht so gewesen, dass X-Men die haben den Vertrag auch jemand anderem gehört. Ja, sicher. Ja, aber darum haben sie es, glaube ich, eben nie reingenommen. Oder ich weiß nicht. Ich habe mich eigentlich schon immer gefragt, ja, super Marvel, Superhelden und so, wo bleiben die ganzen Huren X-Men? Von denen hörst du nichts. Ja gut, also wenn du es so anschaust, ist ja der Spider-Man ist ja genau das gleiche gewesen. Ja, der hätte, glaube ich, so nicht gehört, oder? Ja, aber und dann hat es ja noch zwei verschiedene gegeben. Der Amazing Spider-Man und der Spider-Man, wo ja auch nicht das gleiche angeschaut worden sind. Ja, genau. Aber trotzdem haben sie ja nachher den Film gemacht und alle drei sind vorgekommen. Ja. Also es ist ja mit dem Joke, nein, du bist amazing. So, ja. Das ist ein Scheiß. Ich bin da mal gespannt. Ich glaube, ich weiß, warum sie der Hugh Jackman und der Ryan Reynolds nicht eingeladen haben. Die haben sie auch zu fest auf die Chippe genommen. Hey, also... Gut, wenn ich die zwei Namen gelesen habe. Ich sag dir... Nein, wenn sie den Patrick Stewart und alle drin haben, hätten sie die zwei auf die Sitzplätze geschrieben. Ich glaube nicht, dass sie die noch würde bringen, so... Joke. Sie sind gleich da. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir bleiben mal gespannt. Ja. Was habe ich jetzt noch? Ich habe den noch.
Scheiße, ich bin Ja, irgendwie damn. voll im Abgrund jetzt mit meinen Notizen und weiss was alles nebendran. Das Internet offen mit weiss gucken was alles. Ich habe einen kleinen älteren Film noch geschaut, und zwar Predestination. Okay. Ist ein Zeitreisefilm. An und für sich. Ja, also ein Zeitreisefilm. Wo tatsächlich ein bisschen. Ich habe nie gewusst, dass ich den schon mal gesehen habe. Und plötzlich ist mir aufgefallen, so, Moment, den kenne ich, den Film. Ich wollte gerade sagen, irgendwie habe ich gesehen, sagt mir da auch etwas. Ist ist ein cooler Cast, nicht so ein riesen Cast, aber ist ein cooler Cast mit dem Ethan Hawke. Ja, ich glaube, den muss man nicht erklären. Er ist ein bekannter Schauspieler. Training Day, Gattaca und so weiter. Mhm. Ja, also der Film ist, glaube ich, etwa 10-jährig. Vor Ewigkeit habe ich den mal geschaut, darum habe ich es einfach nicht mehr gewusst. Und es ist ein Film, wenn du das erste Mal schaust und nicht schaust, um was es geht. Kommst nicht raus. Ja, du fährst dann irgendwann, du fährst einfach umstudieren, so. Du fährst dann richtig von mitgrübeln, so. Warte mal, wer ist das? Und wie ist er? Wo ist es denn? Moment, das ist ja der. Und, aber ist der nicht auch? Und irgendwann vielleicht, ist das nicht böse gemeint, aber gewisse Leute müssen vielleicht zweimal schauen, macht es einen Klick und du merkst, oh wait! Da kommt die grosse Offenbarung nachher. So, oh was? Ich, äh, ich mag eigentlich so Filme, wo ich zweimal muss schauen muss. Tatsächlich, weil die fordern mich. Ja, ich habe aber wenig Filme, die ich zweimal muss schauen. Also, sehr wenig. Ja, ich eben auch. Die meisten Filme sind meistens so von Christopher Nolan. Ja. Wo ich muss sagen, okay, aber das ist eher meistens so, okay, ich schaue jetzt einfach nochmal, einfach zum noch verstehen, wo vorher habe ich die Bildgewalt angeschaut. Ja, also ich Oder schaue defekt. Nolan-Film zweimal, weil beim zweiten Mal, aber der erste schaust und denkst, bist so völlig überwältigt, so, wow, krass. Und beim zweiten Mal schaust du und ich schaue vor allem, was habe ich beim ersten Mal alles verpasst. Richtig. Was ist mir nicht aufgefallen? Also, oh wait, das ist ja, ja, da haben sie ja, das ist auch noch gewesen. Ja. Das sind Nolan-Filme, ja. Das sind Nolan Sky, was? Oh Gott. Genau. Predestination. Ich Ja. glaube, da tue ich mir auf die Liste. Ja, voll. Prädestination. Ich glaube, den Film habe ich glaube, ich habe ich bin bei irgendjemandem, glaube ich, im Chat gewesen, auf Twitch im Zuschauen und der hat einen ChatGPT-Bot drin gehabt. Ja. Und da habe ich den Bot davon fragen, hey, ich habe Bock auf einen Sci-Fi-Film oder so und was könnte ich schauen? Dann hat er mir ein paar Vorschläge. Er hat mir tatsächlich einen Vorschlag gebracht, aber ich habe den Film nie gefunden. Vor allem auch nicht auf Deutsch und in guter Qualität. Und zwar, ich glaube, Primer heisst er oder so. Geht auch irgendetwas um Zeitreisen. Ein mega cooles Konzept, aber ich glaube, den habe ich nur auf Französisch ist es oder so, habe ich das gefunden. Auf Englisch habe ich ihn gefunden, aber richtig miese Qualität. So richtig bad. Okay. Das hat mir jetzt auch gerade gar nichts. Ja, ist ein sehr unbekannter Film tatsächlich, Primer. Ich habe sehr lange suchen. Okay. Ja. So, du hast noch einen Film? Gut, also Ich habe nachher noch zwei. Dann mache ich noch den Wüst. Oh Gott, da sind wir wieder. Ja, also respektive sind zwei Wüste. Ja. Wir haben Speak No Evil geschaut. Okay, Speak No Evil. Ich gebe es mal so aus, wir haben zuerst, es gibt zwei Filme von dem. Der Ursprung ist eigentlich eine dänische Produktion gewesen, die 2022 rausgekommen ist. Und dann hat man letztes Jahr einen neuen gemacht, also einfach
die amerikanische Version, Speak No Evil mit dem James McAvoy. Und weil ich und Lies mega Fan sind von dem Schauspieler, ich feiere den heute noch, haben wir uns den Film gekauft und geschaut. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich habe mal einen Ausschnitt gesehen von dem, ja. Genau, und zwar, der Film spielt mit einer ganz, also aus meiner Sicht ganz, ganz wüste Sache. Und zwar, wie lange lässt du etwas zu, um Konfrontation zu verhindern? Weil, also ich sage es mal so, ich habe geschrieben, ich hatte permanent ein mega unangenehmes Gefühl beim Schauen des Films. Okay. Stell dir vor, du bist mit einem Typ unterwegs, wo du einfach nicht magst, sagen wir es mal so. Und einfach zum Frieden zu lieb, bist einfach immer dabei, was er macht. Du willst einfach nicht irgendwie unanständig sein oder du willst einfach nur höflich sein und er macht eigentlich alles mit dir, was er will, nur weil du nie Nein sagst. Und der Film treibt es so weit, bis es zu spät ist. Und es ist mega unangenehm zum Schauen. Es fängt eben an mit so kleinen Sachen, wie zum Beispiel es ist eine Familie, die geht in die Ferien in Italien. Also das ist im 22er Film ist das eigentlich auch genau gleich. Eben die dänische Ursprungsversion. Familie geht in die Ferien, geht dort go reisen, go Zeugs anschauen und ist dort in einem Hotel drin. Und lernt dann nachher eben eine andere Familie kennen. Ich sage jetzt einfach mal die mit James McAvoy. Und die sind auf einen ersten Blick sind die mega nett und so und mega und dann sagen sie irgendwann, hey, wir sollten uns doch mal treffen und damit wir irgendetwas zusammen machen können. Wir wohnen auf dem Land draussen, kommen zu uns, ja, und bei uns ist es mega schön und so. Und dann die andere Familie, wo merkst, bei denen läuft es auch nicht so rund im Moment, sagt dann irgendwann zu und geht dann zu denen aufs Land raus. Und dann fängt der ganze Scheiß an. Sie ist zum Beispiel Vegetarierin. Und wo sie zusammen in der Ferien sind, ist das mega, sagt der eine, hey, ich finde das super, dass du Vegetarier bist und unterstütze das. Dann kommen sie dort hin und dann sagen sie, hey, wir haben etwas Hurengeiles zu essen gemacht. Der Braten ist jetzt 5 Stunden lang im Ofen gewesen, und du isst das erste Stück Fleisch und habt ihr eigentlich ein Stück Fleisch hin. Und sie, weil sie höflich sein, isst es halt dann. Okay. Und eben, es geht dann immer so weiter und immer wie mehr und plötzlich sagt da irgendwie, sie haben ein Mädchen und eigentlich sagen jetzt also Bösewichte, die haben einen Bub, der kann nicht reden. Er hat scheinbar irgendeinen Fehler mit der Zunge von Geburt auf. Bis du dort merkst, es ist etwas viel Schlimmeres im Busch. Und irgendwann fährt dann der James McAvoy, der den bösen Vater spielt, eigentlich, oder die böse Figur, fährt dann plötzlich den Buben so einfach quälen, so unter dem Motto, hey, machst jetzt das und so. Und es steigert sich immer wie mehr. Ja. Das ist verdammt unangenehm. Vielleicht noch zum Unterschied zwischen der amerikanischen und der dänischen Version. Die amerikanische Version, die geht gut aus. Die dänische nicht. Okay. Also, wir haben die dänische Version geschaut. Wir finden inhaltlich die amerikanische bis zu einem gewissen Grad viel besser. Aber die dänische geht einen Schritt weiter und sagt, nein, es geht nicht gut aus. Die Leute so weit zukommen, bis bis Ende. Krass. Und am Schluss sind wir beide vor dem Fernsehen gekommen und ich dachte, what the fuck? So völlig primitiv, so, du, Alter, dir macht das, ihr lasst das einfach mit euch machen, nur weil ihr immer zu höflich gewesen seid oder irgendwie, keine Ahnung. Es ist mega kaputt im Fall. Also ich habe mir da mal aufgeschrieben, also es tönt, aber ich habe Ausschnitt gesehen davon, ich muss den... Ja, also ich finde die amerikanische Version allgemein besser. Aber ich hätte es interessant gefunden, wenn sie auch die böse Variante als Ende genommen hätten. Ja.
Das finde ich wieder Sagen das wir finde ich so. ein bisschen schade. Weißt du, also, Ja. es gibt irgendwie wirklich einen Grund, das zu machen, dann irgendwie. Warum? Ich glaube, weil es halt. Ich meine, ich habe jetzt schnell nachgeschaut. Die amerikanische Version ist ja von Blumhouse gemacht worden. Ja, Blumhouse ist jetzt nicht bekannt für sanfte Filme. ja, also er ist ja grundsätzlich kein sanfter Film in dem Sinn. Ja, aber dann tust du doch ein Ende von einer bestehenden Geschichte, was es schon gibt, nicht ändern. Also, weißt du, warum? Darf ehrlich sein, ja, ich habe es schon ein bisschen, ich habe es verdammt grenzwertig gefunden im Fall. Also es geht ja dort wirklich um, ich weiß nicht, ob die alte Version schauen willst. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also die alte Version ist dann wirklich mit, sie steinigen sie eigentlich zu Tode. Okay. Und es ist wirklich, also du schaust den Pfauhahn zu. Und dann denkst du so, okay, ja, Okay. aber es sind beide Ah, sehenswert. mal schauen. Vielleicht schaue ich mal beide oder so. Hast du schauen. Ja. Sorry, wenn ich dich jetzt zu fest gespoilert habe. Hey, Es alles ist- gut. Also, viel hast du nicht. Also, aber ich habe schon Ausschnitt gesehen, Trailer etc. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Trailer geschaut habe. Also, ich kann mir können vorstellen, um was es geht. Ja. Ja. Aber eben, es ist mega unangenehm und tatsächlich, ich habe mich auch schon so in solchen Situationen gesehen. Und ich einfach muss sagen, Alter, ich bin jetzt einfach so, nur wegen irgendjemandem zu lieb, mache ich mit dieser Person etwas. Oder Mhm. ja, obwohl ich eigentlich das gar nicht will. Sind wir froh, hast du überlebt in dem Fall. Ja. Ah, crazy. Also nicht so schlimm in dem Sinn, aber Ja, ja. dass du eigentlich in deinen Alltagssituationen genau zu dem Punkt kommst. Ja. Bis du eingelullt bist. So, Entschuldigung, ich bin wieder viel zu viel Nein, abgeschweift. voll nicht. Alles gut. Voll nicht. Du hast du einfach nicht mehr? Oder was? Mal einen habe ich dann noch. Okay. Einen habe ich noch, aber du hast noch zwei. Ich habe noch zwei. Und zwar tatsächlich zwei gute. Ich habe Carry On geschaut. Darf ich gerade abbrechen? Keine Spoiler, da habe ich nämlich auf meiner Liste für gerade das nächste zu schauen. Okay, na, gut, dann spoilere ich nicht. Ich sage nur so, er ist nicht überragend krass, aber überraschend gut. Das habe ich eben noch habe ich gehört. aufgeschrieben. Vor allem wirklich gute Schauspieler, gutes Acting, ein guter Cast. Taron Egerton, ich schaue dem mega gerne zu. Der ist von Kingsman. Das ist der Jung, gell? Ja, genau. Also, ja, so jung ist er, glaube ich, heute auch nicht mehr, aber ja. Kingsman hat er mitgespielt, der hat ja, der Elton John hat er ja gespielt gehabt. Ja. Und der Jason Bateman, vor allem als Bösewicht. Von Patrick Bateman. Vor allem als Bösewicht mal. Es war sehr speziell gewesen, ihn in so einer Rolle zu sehen. Ist aber, hat gepasst, hat wirklich super gespielt, richtig gut. Mhm. Hat ein paar Twists drin. Also, man studiert manchmal auch ein bisschen mit, aber es ist jetzt kein schwieriger Film oder so, überhaupt nicht. Aber man denkt immer so, hier, das könnte man ja so, oder man könnte so. Es ist wirklich, ich weiß nicht, den Film hast du sicher gesehen mit dem Colin Farrell, nicht auflegen. Dort, ja, da habe ich gesehen, ja. Hat es ein bisschen die Vibes, teilweise? Also Hauptsache Spannung aufbauen in dem Sinn. Ja, nicht nur, es Spannung passiert. aufbauen Ja, es passieren schon Sachen. Es ist nicht nur Spannung aufbauen, sondern es passieren auch Sachen. Es läuft immer so etwas. Es ist wirklich ein guter Film. Ja. Aber können wir gerne, wenn du dann noch schauen, das nächste Mal oder so, noch Sehr mehr darüber Sehr gerne. Also du kannst natürlich auch noch ein bisschen mehr sagen, wenn du das willst. Weil vorher auch ein bisschen alles gut. Also es ist ein Weihnachtsfilm. Ja, just saying. Okay. Also ist Oh. on the urge of
einem anderen bekannten Weihnachtsfilm seinen Rang abzulaufen. Vielleicht so. Weißt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, ja. Ich bin jetzt gerade am Ja, Schauen. Schweinebacke. Dings, der Egerton, der hat eine Sprecherrolle gehabt bei der dunkle Kristall. Ach, das weiß ich nicht. Tetris hat er gespielt. Also im Ja. Film. Das ist Ja, genau. Synchro. Ja. Robin Hood hat er gemacht, stimmt. Aber Kingsman. Ja, für das, dass er eigentlich so jung ist, hat er schon recht viel Zeugs. Er ist 35. Er hat schon recht heftige Sachen angebraten. Hey. Und das ist eigentlich auch so ein Dude, den sehe ich einfach gerne auf der Voll. Ja. Gut, bei Carry On von der Seite her sieht er aus wie so ein junger Jude Law. Ja, hat er etwas, voll. Hat so zwei. So zwei. Ja. Also, da komme ich zu meinem letzten Film. Ja. Wir haben jetzt gleich die 3 Stunden. Ja, wir haben noch 20 Minuten. Wenn ich es richtig im Kopf habe. So. Ich habe letztens noch einen Film geschaut. Ich habe gedacht, ich muss mir noch einen reindrücken, wo dann er gesagt hat, ich habe so viele Filme geschaut in Serien. Und ich dachte, fuck Bullen unter Druck. Und dann habe ich auf Netflix The Guilty geschaut. Und auch dachte, what the fuck? Aber ich habe gesehen, wer mitspielt. Und dann habe ich gedacht, jopp. Jake Gyllenhaal. Ich habe aufgeschrieben, ich habe Jake Gyllenhaal gesehen, musste ich gucken. Weil das ist auch so ein Dude, ich sehe das so gerne als Schauspieler. Und tatsächlich ist er dort ein Polizist, wo sozusagen aus irgendeinem Grund, das verzeihe ich jetzt nicht, von der Straße die Helpline kommt oder ein SOS-Notfall-Dings. Mhm. Und er kommt dann dort mit über, also er kommt dann dort ein Telefonat über, wo er hört, dass eine Frau entführt wird. Darf ich schnell dazwischen grätschen? Das ist aber auch ein amerikanisches Remake. Sicher? Weil, ich habe jetzt gerade schnell nachgeschaut, weil ich habe gewusst, dass er das gemacht hat. Und habe nachher gesehen, Moment. Den habe ich eigentlich gesehen, aber ich habe das Original gesehen, Schwedisch, glaube ich. Gustav Möller. Ja, Schwedisch-dänischer Drehbuchautor Ja. und Filmregisseur. Genau. Das ist ein amerikanisches Remake. Ich habe das Original habe ich mal gesehen. Okay. Ja. Okay. Also auf jeden Fall, es ist eigentlich ein ziemlich günstiger Film. Ja. Grundsätzlich ist eigentlich nur der Jake Gyllenhaal am Telefonieren. Genau. Punkt. Aber tatsächlich, durch das, dass ich momentan sehr viel Hörspiel höre und so, das ist einfach jetzt mein Empfinden gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass das eigentlich so etwas Simples mich so gepackt hat, aber ab einem gewissen Moment. Okay. Weil sie hocken dann dort am Telefon und dort erzählen es die Leute, mit denen telefoniert, erzählt die am Telefon, was sie sehen, weil du siehst nicht, was die Leute dort machen. Mhm. Du musst dir das alles selber im Kopf vorstellen. Ja. Und wenn du eben so viel Hörspiel hörst oder irgendwie sehr viel Fantasie hast, also siehst du Zeug. Und erst am Anfang ist er ein bisschen träge, aber nachher ist er mega spannend. Also für mich auf jeden Fall. Und eben Jake Gyllenhaal, ich sehe den Typ einfach gern. Ja, da hast Egal was. du ja lange können anschauen. Jetzt. Richtig, ja, richtig. Ich habe ihn lange anschauen. Nein, ich weiß absolut, was du meinst. Mit Vorstellen, das hast du im Original auch müssen. Du hast der Film geht 1,5 Stunden und du siehst eigentlich nicht viel, außer wie halt er am Telefonieren ist die ganze Zeit. Richtig, und das richtig. Ist, ich finde das richtig nice, ja. Und ich finde es wirklich cool. Ich finde es halt krass, wie der alte Film bewertet worden ist. Aber auch der neue. Na gut, warte, nein, das sind nicht die richtigen Bewertungen. Der alte Film hat es warte, ist das der neue? Nein, das ist der alte. Hat es IMDb 7,5 etc. Mhm.
Und der neue einfach nur ein 6,3. Rotten Tomatoes hat ihm zwar gute 74% am neuen. Beim alten Ja. sehe ich es jetzt zwar gar nicht. Aber ja, es, Gut, eben, ich habe den Alten nicht gekannt. Ich habe den Alten nicht gekannt. Mhm. Sonst hätte ich wahrscheinlich Marona den Alten reingezogen. ja, musst nicht. Geht Aber wahrscheinlich eben- also, halt gleich einfach mit anderen Leuten. Ja, mal, auch der Alte hat 98% bekommen bei Rotten Tomatoes. Krass. Ja, und 7,5. Mhm. Ja, vielleicht mal geben, wenn ich mal Zeit habe. Ja. Aber auch, es ist halt wirklich das Gleiche. Sag's so. Ja. Es strahlt nicht neu erfinden in dem Film. Eben, wie gesagt, es ist. Well, ich glaube, Filme klauen ist langsam so ein bisschen. Ja, also, was sie auf die Spitze getrieben haben, war bei diesem französischen Film da. Weißt du, welchen? Ja, ich habe es gerade vorher gesehen, wie heisst er? Ich weiß den Namen aber auch nicht mehr. Aber der, der im amerikanischen Im ist Rollstuhl hockt. Bryan Cranston und der Kevin Hart gewesen, genau. Und ich halt einfach auch müssen sagen, warum? Warum hat es jetzt der erste... Intouchable heisst er. Ja, genau. Ziemlich beste Freunde. Ja. Der erste ist so gut angekommen, überall. Der Französisch ist super. Warum müssen jetzt die Amis jetzt auch noch einen raus... Also weißt du, es ist... Warum? Es ist einfach nicht nötig. Ja, damit haben der, glaube ich, mein Bester und ich heisst er, glaube ich. Und ich sehe so trotzdem, wenn er noch einen anderen Namen hat, es ist genau der gleiche Ja. Film. Warum muss man das zweimal machen? Das verstehe ich nicht. Ja, eben. Ich weiß halt nicht, wie sie das irgendwie verdingseln. Und vor allem eben Intouchable. Ich schaue den hure gerne, der ist super. Ja. Der ist wirklich super. Oh. Vor allem auch der Schauspieler. Der Name kommt mir jetzt zwar gar nicht in den Sinn. Der Omar Sy. Ja, genau. Der ist super. Ja, ich finde das auch super. Also ich habe jetzt in mehreren Filmen, aber auch Serien spielt er mit, schon gesehen, der ist super. Also, Lupin zum Beispiel. verstehe ich nicht, ja. Er ist ein guter Mann. Die beste Szene von Intouchable ist einfach dort, wo sie im dort in dieser Oper hocken und nachher dann den Baum von singen. Ja. Das ist das Beste. Also allgemein, einfach so, wenn er sich anstellt, so, es ist so gut. Keine Arme, keine Schokolade. Ja, genau. Ey, dort ist fertig bei mir. So gut. Also, dann komme ich zu meinem letzten in dem Fall. Jawohl. Und zwar tischen wir jetzt nochmal ganz gross auf. Wir haben heute schon mal von dem Universum geredet, von dem Lore, von dieser Lore. Marvel. Nein. Und zwar habe ich die Schlacht der Rohirrim geschaut. Herr der Ringe. Ist das der animierte Film? Yes. Zeichenfilm. Zeichentrickfilm. Auch nicht zu viel verraten, Aha. aber tell me more. Für mich, wo wenig Animes und so schaut, ist der Zeichnungsstil ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen. Also am Anfang vor allem. Ich habe mich dann irgendwann daran gewöhnt. Es war auch voll okay gewesen. Es ist nicht, dass ich das schlecht gefunden habe. Ja, ich glaube, der Zeichnungsstil ist amerikanisch. Der ist Möglich, speziell. ja. Also es ist ein japanischer Regisseur auf jeden Fall, der Kenji Kamiyama, wo den Film dann gemacht hat auch. Aber ich habe mich einfach ein bisschen daran gewöhnen, aber es ist wirklich gut gemacht. Die Story, ohne jetzt groß zu spoilern, geht um Rohan, wenn man es kennt, aber in dieser Zeit, 200 Jahre vor der ganzen Ringgeschichte und so, wo der Helm Hammerhand regiert hat, Namensgeber von Helm's Deep, kommt dann tatsächlich auch so
sieht man dann so, wie das dazu gekommen ist, etc. Ja, es geht um ein Gefecht dann nachher, Intrigen ein bisschen und so. Also, ich habe es wirklich einen guten Film gefunden. Ich hätte wahrscheinlich nur mehr gefeiert, wenn es eine Realverfilmung gewesen wäre. Da wär's, also der Film als Realverfilmung, das wäre wow, richtig nice geworden. Hättest wieder richtig bildgewaltige Sachen können. Ich meine, Rohan, wenn man es dann kennt, mit den Feldern und allem drum und dran. Die Steppen von Rohirrim. Ja, Rohan. es ist einfach richtig, richtig nice. Und am Schluss habe ich einen kleinen Freudenschrei losgelassen. Und habe geklatscht und ein kleines Tränchen fast vergossen. Ich sage jetzt aber nicht wieso, aber es kommt noch etwas vor, respektive wieder erwähnt, wenn ich denke, oh fucking hell. Wirklich? Also, ja. Ah, shit, wo kann ich da schauen, Mann? Ich habe keine Ahnung. Apple. Oder, Oh, oder Mann. Google. Google Play hat er auch. Ah, Mann. Okay. Und das Coole ist, also im Film, das bin ich nachher ein bisschen Herr der Ringe ist einfach Liebe. Da muss ich immer Ja, nachher ein bisschen mehr go nachschauen bei so Sachen. Das Coole ist, was für Leute das Voice Actings gemacht haben, Annik. Also, ja, wir reden, ja, was? es ja jetzt nur gesehen, Miranda Otto, die Eowyn gemacht hat, ist dabei gewesen. Ich glaube, irgendwie die beiden Hobbits gemacht haben. Genau, Der Merlin und der Pippin. richtig. Die zwei sind dabei gewesen. So wie ich gesehen habe, haben sie, glaube ich, auch Lines von Christopher Lee haben sie genommen. Ja, doch, ja, er kommt auch mal vor, ja. Stimmt. Sehe ich da schon noch? Gut, den Rest kenne ich jetzt halt gerade nicht so. Oder ich sehe gerade nicht mehr. Es sind wirklich ein paar Dinge, wo man kennt. Also, ja, man müsste jetzt wahrscheinlich die englische Version halt hören. Aber, Ja gut, deutsche Besetzung ist auch nicht schlecht. ja, absolut, absolut. Ja, ich meine, es sind halt hochstehende Schauspieler, also haben sie halt auch die Ja. Synchronsprecher genommen, ja. Genau. Also, wer Herr der Ringe gern hat, gib ihm. Ich würde jetzt sagen, nicht, dass ich Herr der Ringe gerne habe. Ich liebe Herr der Ringe. Okay. Aber selbst wenn ihr es nur gern habt, gib ihm. Auch wenn es ein Zeichentrickfilm ist, steht über dem, schau jetzt, es ist wirklich eine wirklich gute Geschichte. Finde ich. Ja, ich finde es halt schade, dass man sagt, hey, auch wenn es nur computeranimiert ist oder zeichnet, es ist nicht gleichwertig wie ein Film. Ja. Ich muss sagen, es hat einen anderen Effekt, aber vor allem so zeichnete Sachen. Ich finde zum Beispiel, ich bin jetzt ganz ehrlich, Clone Wars, das hättest du jetzt nie real können verfilmen. Du hättest nie. Es war einfach teuer geworden. Ja, du hättest nie. Ich finde das ehrlich gesagt, dass sie der Schritt. Ja, am Anfang hatte ich Mühe gehabt mit so Clone Trooper, die also 3D animiert sind. Aber schlussendlich habe ich mir sagen, Alter, das ist genau das Richtige, was das Ding gebraucht hat. Weil da kannst du so viel Shit mehr reinballern. Du kannst eben, machst Copy-Paste und nachher dann hast du 30.000 von diesen Siechen dort, von diesen Clone-Trooper. Dort hättest du einfach die Masse mehr zeigen können. Ja, genau. Oder einfacher. Weil, sind wir ehrlich. Sie auch noch schnell ein WhatsApp bekommen von der Liste. Seid ihr schon fertig? Sorry, Lisi, nein. Auf jeden Fall. Ich finde es halt cool, du kannst diese Sachen besser
zaubern und wahrscheinlich auch einfacher Mhm. dafür. Eben, ja. Ich hätte es super gefunden, im Nachhinein. Aber also, es ist, ich hätte es gerne als Realverfilmung gesehen. Weil ich meine, sie haben Helm's Deep, haben sie digital, alles, was dort brauche ich böse gesagt, wenn sie es noch haben, weiß ich nicht. Aber es ist Ja, nicht, ich sag's mal so, es ist nicht viel oder sehr viel Neues, wo man nicht bereits gesehen hat. okay. Irgendwie. Klar, schon ein bisschen anders. Ich meine, aber es spielt 200 Jahre vorher. Nichtsdestotrotz. Aber etwas haben sie nicht gemacht, aber ich verrate jetzt nicht was, aber ich finde das mega schade. Aber wenn du Okay. geschaut hast, können wir mal darüber reden. Ob es an dir auch auffällt, dass das nicht gemacht Ich bin haben. dann mal gespannt. Ich finde es halt so schade, bei solchen Geschichten, dass der es geschrieben hat, einfach nicht mehr da ist. Ich habe so viele Fragen an diesen Typ. Oh ja, sag nichts, ey. Es Sag gibt ja nichts. zum Beispiel, ja der Gandalf sagt, glaube ich, im Buch einisch, es gibt viel schlimmere Sachen als der Balrog in der Tiefen der Erde. Was ist das? Gut, I will know it. hast du Silmarillion mal gelesen? Nein. Ich eben auch nicht. Nein. Das ist irgendetwas, was ich seit 10 Jahren vor mir herschiebe. Ja, Ich will das eigentlich aber irgendwann mal lesen. ich weiß aber nicht, wie viele sagen, du müsstest es auf Englisch lesen. Aber auf Englisch ist es, glaube ich, eben in einer relativ schwierigen Artikulation geschrieben. Ich glaube, irgendwie so Shakespeare-mäßig, wo halt das wahrscheinlich so für uns vielleicht, wenn du irgendetwas von Kafka gelesen hast von früher. Ja, ich habe aber das Gefühl, viele von denen sind halt wieder die Leute, die auch ich schaue alle Serien nur in Originalton, ja. Macht das, wenn ihr es gerne habt, Ja, aber schaut euch die deutsche Fassung. Sorry, die deutsche Synchron Kultur ist mega geil. das ist eine der besten, Ja. tatsächlich. Wenn so, Ja. das sage ich da, so über Wenn das nicht, allgemeine Vergleich, ist egal was, auch wenn es jetzt irgendein Film ist, der nachher ins Englische übersetzt wird, ja, Katastrophe teilweise. ja. Ich sage nur eins. Es ist nicht ohne Grund so, dass wenn auf YouTube irgendetwas vom Homer Simpson eingibst, dass Uhren von Amerikanern sagen, dass die deutsche Sprecherstimme viel besser ist als die englische. Ja, die Englische Oder die tönt aber auch amerikanische. dumm. Also es ist einfach Ja, so, es auch nicht. ja. Nein, ja. Jetzt haben wir Ich den weiß gar Unschluss. Nein, ja. Ja, haben wir jetzt 3 Stunden? Ich glaube, wir haben 3 Stunden, oder? Ich glaube, jetzt mittlerweile sind wir so weit. Fucking Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, wie weit das wir waren vor dem Cut. Ich glaube, wir haben es. Aber, also, ich muss sagen, ich habe nichts mehr. Ich auch Ich nicht. habe fertig, Flasche leer. Nein, das ist eben falsch. Jetzt müssen wir sagen, oder haben wir vielleicht noch etwas? Das ist der Cliffhanger fürs nächste Mal. Ja, da bin ich wahrscheinlich jetzt zu müde gewesen. Also, wir haben noch etwas. Jetzt musst du einfach auf Stopp drücken. Also, willst du schon etwas sagen, bevor wir es. Einfach irgendetwas finden, Mann. Also, wir schneiden es ja nicht. eigentlich, Jetzt haben wir den ganzen Trick verraten. also nein, eigentlich haben wir ja etwas für nächstes Mal. Also wir möchten das nächste Mal unbedingt mitlassen. Ich hoffe, bis dann ist es fertig. Der If you Ullen ist mean ja... what I know. Ullen ist ja... Ich weiß jetzt nicht gerade, was du meinst. Aber... Ich finde das schön. Mit ins Auge zwinkern, das sehen jetzt sie kann ich nicht. beenden drücken und du lassen wieder. Oh Gott, hey. Liebe Leute. Also okay, ich weiß nicht, was du meinst. Zwinker. Also Leute, wenn ihr bis dahin gelassen habt, ihr seid hart Big Respect. Big Respect. Was ist das Codewort von heute? Das, was wir eigentlich im Titel schon verraten haben. Es ist wüst. Wüst. Einfach wüst. Es ist einfach wüst. Genau. Und wie immer, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder sonstige Sachen, schreibt uns das.
auf herkömmliche Weise. Wahrscheinlich wird mein Bruder und mein Cousin wieder irgendetwas schreiben. Ey, was dort ihr? Oder schau mal das. Ja, genau. Einfach unsere Themen reinsliden oder auf Instagram Brotkasten. Genau. Haut rein. Ich muss jetzt irgendetwas zu haben. Meine Stimme Ich habe Hunger, Arsch. ich habe noch nichts nachgehabt. Das ist fucking, Ja, das ist fucking 11. Dann gibt es gleich irgendein Konfibrot oder so. Also, Okay, damit easy. schließen wir ab. Ich wünsche euch was. Vielleicht gibt es auch kein Konfibrot. Ja, vielleicht gibt es etwas Was Besseres. okay, erfahren wir in der nächsten Ja, genau. Folge. Ich selber nicht mehr weiss, was ich gemacht habe. Tschüss! Genau.